Wir können aber natürlich auch wieder mal warten. Also jetzt steht gerade da sehr gute Verbindung. Ich sehe mal wieder kein Bild. Doch, jetzt ist es da. Ich glaube, diesmal habe ich alles richtig gemacht. Die lernen ja auch dazu. Das ist schön. Da lachen sie einfach nur. Haben wir Ja. den Spaß halt eigentlich schon angekündigt so? Nö. Nee. Das, Aber sind die, dieses. das ist nur für die Leute, die wirklich, wirklich voll Bock drauf haben und unsere Glocke gedrückt haben. Also, Alle anderen sind Motherfucker. da fällt mir jetzt genau einer ein, der das macht. Nein, das sind richtig viel, richtig viel. Kannst du dir nicht ausmalen, wie viele Leute das eigentlich sind. Also jetzt gerade heißt es gleichzeitig die Zuschauer 1 und ich glaube, das bin ich. Fürchte ja, ja. Ja. Also, aber wir nehmen ja schon auf. Für Das dich heißt- machen wir das, du einziger Zuschauer, Corby. Das heißt, Seppi, es ist ja dein Format. Du darfst moderieren. Geile Allergiesession. Du sollst auf Stumm schalten, wenn es trotzt. Aber es bringt halt nichts, Corby. Das ist Warum? wurscht. Weil wir Ja. live sind. Heute musst du es Da einfach, kann man stumm schalten. Schau mal, heute musst du es einfach hier, laufen lassen. das ist Wahnsinn. So was besitze ich nicht. Wo sind Tempos? So ein Knopf, ich muss halt da voll rumfriemeln. Das wollen wir beide nicht, dass ich da jetzt einen Stress habe, oder? Oh, der Neva Raven ist da. Okay. Ja, dann herzlich willkommen zur neuen Folge vom Viva la Movolution Podcast, dem Talkthrough-Format. Ich gebe gerne ein feuriges Buongiorno und ein herzliches Grüß Gott in die Runde. Wen haben wir heute dabei? Ich sehe einen ausgehungerten und ausgemergelten Corby. Hallo. Stimmt das? Ja, ich bin sehr hungrig. Ich habe Angst vor euch, deswegen habe ich zwar kurz vor 7 geschrieben, ich würde erst gerne noch was essen, aber das hat alles nicht funktioniert. Jetzt, mein Essen steht hier neben mir, aber der Podcast ist wie immer wichtiger. Du darfst, glaube ich, schon hin und wieder mal einen Happen nehmen. Das Ja? Publikum ist da sehr nachsichtig. Ja. Vor allem die Hörer, die das dann so hören, die finden das mit Sicherheit okay. Ja, also bitte nicht auf Stumm schalten. Wenn du Genau. abbeißt. Und ihr habt es gerade schon gehört, manche senken auch live gerade. Der Kani ist auch da. Hab ich der Ehre. Hi. Schön. Da, jetzt ist er schon. Jetzt ist er schon. Jetzt Ja, hat er und die er Gunst schütt- der Stunde genutzt und Und er frisst. schaltet nicht auf Stumm. Ich höre ihn knuspern. Frechheit. Widerliche Sau. Leckerer Wahnsinn. Flammkuchen, sehr zu empfehlen. Flammkuchen vor, ist so allem, richtig asozial. Das ist für vor arme Leute, allem- die sich keine Pizza leisten können. vor allem mediterran. Das ist eine Ansage. Ja, gib mir jetzt nicht. Was mehr denn da? Schau dir das so. Das ist richtig arme Leute Scheiß ausessen. Da kann ich jetzt Hä? nicht keiner davon. Da ist sündhaft teurer Bio-Feta-Käse drauf. Ja, das ist auch schon das einzigteilige und dem Scheißding. Scheiße. Gut, Was aber das, Flammkuchen. das ist jetzt nicht unser beliebtes Kochformat, das ist das Gaming-Format. Seit wann? Das beliebte Kochillusion? Kochformate. Kochillusion machen wir jetzt auch noch. Wir machen alles. Kochillusion. Ja, wir illusionieren jetzt alles. Ich glaube, Schnaps und Sci-Fi, das wird sich durchsetzen. Da sollte man das noch eher verfolgen. Ja, Nein, ich ist glaube, jetzt dass Leute schon vernünftig. sehen wollen, wie wir kochen. Na, Nackt! okay. Oh, Auf OnlyFans. Bam, bam, Yeah. Und dann verteilen wir Würstchen so goldene Handschuhmäßig. bam. Hau ab mit dem Scheißfilm. Ja, ist super. Der ist so anreinig. Du bist anreitig. Ja. Ja. Apropos scheiß Film. Ich habe eine richtig gute Serie gesehen. Twisted Metal. So. Und zwar Fallout heißt die Serie auf Amazon Prime. Prime mit B. Und ich habe es endlich geschafft, dass ich es durchgucke. Echt? Hast du das noch geschafft? 8 Folgen, ja. Hundling, Extra für diese Folge habe ich das gemacht. Corby. Dann, Corby. ihr werdet es nicht glauben, haltet euch bitte irgendwo fest. Sehr gut. Und zwar habe ich dann sogar Fallout 4 installiert und gestern damit angefangen. Ja. Sehr schön. Und aus dem gleichen Grund wie ich wollte nämlich schauen, wie das Next Gen Update sich Gendern so verhält. funktioniert dann.
Fallout Bis jetzt innen. ist mir nichts aufgefallen. Ich habe es tatsächlich vorher schon installiert. Ich habe jetzt mit dem Next-Gen-Update noch gar nicht gespielt, aber ich habe es gelesen und du hast es ja jetzt gerade bestätigt, dass da nicht recht viel los ist. Hat es ja nicht Nein, irgendeine nein. Kontroverse darum gegeben, dass sie es nicht umsonst geboten hätten zuerst oder so? Hat es nicht auch Ja, schon irgendeine... Da gibt es ein paar Beschwerden, die können wir ja gleich mal durchsprechen. Das Okay. ist, Verzeiht mir, Opfer Fallout ist hat's auch ein ja- Ding. Ich bin nur bei der Serie mit drin, ich hab leider keinen Teil gespielt. Was? dann machen wir schnell, dann können wir eigentlich jetzt aufhören. Wir haben da Ich bin einen raus. absoluten Ich bin Fachidioten raus. dabei. Ja, Was? das wird Du ein stellst, Nice mir immer, du stellst mir immer so da, als wenn ich mich nicht auskenne und du hast noch nie Fallout gespielt. Ja, tut mir leid, aber Fallout ist jetzt nicht das Spiel der Spiele, das wir gespielt haben, werden mich. Oh doch. Na, Was? nein, Lüge, Was? Lüge. Was ist denn Lüge. eigentlich los mit E.T. dir? ist das Spiel der Spiele, das man gespielt haben muss. Die ist in der Wüste verschaut worden. Ja, genau. Aha. Also das okay. richtig Gute. Naja, na dann. Aber warte mal, dann wäre es jetzt ziemlich lustig. Kane, um was geht's denn in Fallout? Sagt ja der Name schon. Na, Um versuch's mal zu Fallout. erklären. Also im Spiel jetzt, oder wie? Ja, genau. Ja, es spielt ja eine gewisse Anzahl von Jahren nach dem nuklearen Holocaust auf der Welt. Und da haben sich einige Leute in so Vaults verschanzt und versuchen dann, ich glaube, die wollen irgendwie wieder die Zivilisation zurückbringen auf die Oberfläche, wenn die Verstrahlung weg ist. Aber auf der Oberfläche ist ordentlich Kasala. So war es zumindest in der Serie. Ja, ich wollte gerade sagen, du zitierst jetzt einfach nur die Handlung von der Serie. Ja, natürlich. Was soll ich denn vom Spiel jetzt nicht zitieren, wenn ich es nicht gespielt habe? Ja, im Grunde ist es ja auch nicht verkehrt. Das ist ja, stimmt ja. Ich wollte jetzt sagen, recht viel anders wird es nicht sein, oder? Oh, doch. Nein, es sind halt, verschiedene Teile haben halt ein bisschen eine andere Geschichte dabei, aber die Grundstruktur ist schon das nukleare Bum-Bum, Verstecke in die Vaults und dann rauskommen und schauen, was da draußen so los ist. Aber immer, Ja. du hast halt, bei Fallout 4 hast du halt zum Beispiel den Spin, dass du eingefroren bist und dann, weiß ich nicht, 200 Jahre später, glaube ich, oder sowas, wieder aufwachst. Haben wir ja Und so während ähnliche du aufwachst- Alter-Serie mit drin, gell? Ja, und während du aufwachst, sägst du gegenüber in dem anderen Vereisungspot quasi deine Frau mit dem Baby in der Hand. Und dann kommen ein paar Motherfucker, sperren das Ding auf, da schießen die Frau und nehmen das Baby mit. Und du kannst halt nur zuschauen und musst dir das mit anschauen. Das ist nicht schön. Und dann ist Aber halt dein. prinzipiell schon, Dann, weg mit dem Kind. das liegt zum Auge des Was? Betrachters. Gell? Ja, gut. Also ich würde sagen, Domo Arigato, würde ich sagen. Endlich frei. Okay. Ja, Domo Arigato, Für- Motherfuckers. Für den Kane hat das Spiel also schon nach 5 Minuten ein Happy End. Ja, das ist das Ja, kürzeste ich müsste gar nicht Rollenspiel. weiterspielen. Wenn es dann heißt, finden Sie Ihr Kind, dann sage ich, Das erste Mal, wo ich das gespielt habe, war das wirklich so ziemlich das allerletzte, was ich gemacht habe. Weil ich die ganze Zeit mir gedacht habe, ich will nicht in der Hauptstory weiterspielen, weil ich möchte erstmal alles drumherum tun, was nur im entferntesten möglich ist, was ich da tun kann. Und das ist verdammt viel. Das ist ja das Geile an dem Spiel, weil das hat ja durch das eigentlich eine ganz starke Prämisse. Du bist ja eigentlich massiv motiviert, weil du möchtest ja dein Kind finden. Aber in der Praxis endet es halt so, dass du durch die Welt laufst und hast, ein Haus, eine Burg, nein, Leid, und machst 1000 andere Sachen, bevor du auf die Suche nach dem Kind gehst und hast dann 100 Stunden auf der Uhr und da keine Spur von dem Kind. Und dann irgendwann fangst du halt einmal an, das Kind zu suchen, was ein totaler Schwachsinn ist in echt. Aber also klassische, gut designte Open World. Bethesda halt, Ja. die haben das mit den Stories nicht so. Das ist Wobei halt auch sagen, wieder wir mal, es, wobei sagen wir es, also das bessere Intro für mich ist Fallout 3. Ja. Weil da wirst du geboren im Vault und wachst dann auch im Vault auf, also in verschiedenen Kindheitsstadien. Und da ist die Prämisse, dass dein Vater entführt wird und du musst dann deinen Vater wiederfinden. Und das ist also so eine geile Story. Und ja, du wirst auch wieder in diese Welt katapultiert und die erschlägt die Wahnsinn. Also bei Fallout 3, da dieser Feiern, wenn es dann nochmal irgendwie so ein wirkliches HD-Remake machen hatten oder so. Und ich bin mir nicht sicher, aber es hat, glaube ich, doch geheißen, das machen sie jetzt auch von Fallout New Vegas. Ja, es gibt immer wieder so Gerüchte, angeblich wird das neu aufgelegt. Ja. War natürlich ein Traum. Ich mein, Das wäre richtig geil, weil das, also ich weiß immer nur, dass das eins der besten sein soll.
hab's aber leider selber noch nie gespielt, aber hätte voll Bock drauf. Das habe ich sogar Ja. beim Spätzl damals ein bisschen am Computer ein wenig mitgespielt. Also nie wirklich eingestiegen, gerade mal so 2-3 Stunden. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich war es schon geil, aber ain't nobody got time for this. Hast du dann Du hast Elder doch dafür Scrolls Zeit genommen, oder dass sowas du mal gespielt? 200.000 komische Pflanzen in Zelda suchst. Das sind Krogs, keine Pflanzen. Was ist mit dir? Hast du da mal So wichtig an die. Ja, Hast du dann- natürlich. sind viel putzig. Kroki, Baby. Was habe ich mal, Gabi? Elder Scrolls? Nein, auch nicht. Ich habe keine der Okay. 48 Also- mittlerweile neue Veröffentlichungen jemals irgendwie angelangt. Okay. Nicht einmal Skyrim oder so, also eine kurze Nein. Berührung. Ich habe irgendwie die ganze Zeit nicht in die Land, dass ich da so viele Stunden reinstecke. Also langsam verstehe ich schon, warum du so bist, wie du bist. Das möchte ich bezweifeln, Aber dass nichts das, Schönes erlebt hast, oder? das möchte ich Ja. bezweifeln, dass das jemals irgendjemand verstehen wird. Okay. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr geile Umsetzung. Und vor allem, das ist ja vielleicht dann doch nochmal ein Vorteil, dass du es noch nicht selber gespielt hast. Wie nimmst jetzt du das alles wahr? Also ist es für die auch richtig geil und du freust dich schon auf die zweite Staffel? Meinst du jetzt mir oder ein Seppi? Kalle? Nein, ich finde das richtig geil. Also die Serie haben es super umgesetzt. Die funktioniert nämlich auch komplett ohne irgendwie Vorwissen von dem Spiel. Natürlich kennt man so Kleinigkeiten wie das Nuka-Cola und den ganzen Zeug. Und wenn man ein wenig mit dem Gaming unterwegs ist, dann hat man einfach gezwungenermaßen irgendwann einmal was aufgeschnappt von Fallout. Aber ich habe jetzt halt nicht so wirklich die Easter Eggs davon gefunden. Ich habe gewusst, dass den Ghoul, glaube ich, gibt es erst ab Fallout 4 oder ab New Vegas, weiß jetzt nicht mehr genau. Oder, das habe ich gewusst. 3 gab es auch schon. Aber da meine ich so Begleiter, oder? Im 4 oder New Vegas sogar. Ja, Gule waren ja Cool. Teil der Lore. Und Ja, mir hat gibt's ja immer- halt irgendeiner verzeiht, dass beim 4 oder beim New Vegas ist es anscheinend einer von die oder wird ein Protagonist und ist ein Begleiter von dir. Es gibt im Vierer gibt's einen Ghoul, der die begleitet. Genau. Und das ist ja dann Ich auch weiß so, nicht, im Dreier weiß ich es jetzt nicht mehr. ist ja dann auch ein bisschen so ähnlich. Irgendwie kommt es so vor, wenn ich dann die Geschichten her, weil du hast ja doch auch beim New Vegas hast du doch auch einen Hund dabei, oder? An Vierer. Dogmeat. Ah. An Dog Vierer und im Dreier Gibt's hast auch du immer. und den Namen, der ist ja in der Serie, also irgendwie ist so, man hat es irgendwie anscheinend viel bedient aus den alten Spiele und das halt dann zusammengewürfelt in die Serie. Die sind so dumm, oder? Richtige Hurensöhne. Nein, aber es funktioniert unglaublich gut. Ich habe Mord Spaß gehabt. Hat geile Effekte, ist gute Zeit. Freue mich, dass es gleich weitergeht mit einer zweiten Staffel. Beste Witz ist immer noch das, wenn sie den Typen, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt, der sich als Ritter ausgibt. Maximus. Maximus, genau, wenn sie ihn fragt, ob er Bock auf Sex hat. Und er dann so sagt so, nein, weil bei seinen Kollegen passiert ist, dass das dann hart wird und dann können wir es aussehen und er möchte nicht, dass das ihm So passiert. platzt auf ihr Pickel. Genau, platzt auf wie ein Pickel. Du sagst ja, danke, jetzt ist mir heute vergangen mit dem Wichsen. Guter Witz auf alle Fälle. Ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden gewesen mit der Serie. Ich habe so an sich nichts erwartet, weil wie gesagt, 0 Berührungen bisher oder fast keine und bin komplett geflasht gewesen, wie geil das umgesetzt ist. Ja, das stimmt. Das ist halt das Fallout-Universum bietet halt unendlich Möglichkeiten, weil die ganzen Spiele ja ein Mordsgerüst aufbauen, was du da jetzt als Writer alles machen kannst. Da kannst du ja, wie du schon gesagt hast, das ist schon wahr, da haben ein Haufen so kleine Sachen aufgegriffen worden und dann umgesetzt, die wo die als Spieler quasi erinnern an das, was du da gespielt hast, aber halt nicht die Handlungen per se nachspielen, die in die Spiele basiert haben. Und das ist, finde ich, ein sehr genialer Kniff. Da waren alle zufrieden dann, glaube ich, damit. Weil du hast für die erfahrenen Fallout-Spieler eine neue Geschichte und für Fallout-Anfänger, sage ich mal, einfach eine geile Serie. Das ist mehr Aber geht nicht. ist dir nicht ein Element abgegangen? Der Controller. Kann man Also nicht für verstehen. unsere Podcast-Hörer, der Seppi sitzt gerade da und überlegt und schüttelt eher so den Kopf. Also mir hat schon ein Detail gestört. Ich gehe davon aus, das spannen sie jetzt auch für die zweite Staffel. Jetzt erst waren es 2, aber dann ist eins ganz zum Schluss ja angeteased worden, und zwar die Todeskrallen. Ach Und so. was mir schon stark abgeht, ist halt ein Supermutant oder sowas. Ja, die musst natürlich langsam einführen. Du kannst nicht alles Ja, in der aber ersten Staffel lassen ballern. Kannst du nicht Das soll ja über ganz Jahre hinweg gehen. eben. Das ist ja wie mit einem Weiberleid. Du kannst ja gleich in der ersten Nacht dein ganzes Repertoire auspacken, was du auf Lager hast. Du musst. Aber warst du nicht der letztes Mal gesagt hat, nach 1,5 Stunden ist mit dem Fegeln vorbei? Ja, Beziehung. da ist man eigentlich schon so gut wie fast verheiratet. Ich habe wo andere Leute gesprochen.
Achso, okay. okay. Ich bin da ganz anders. Mhm. Ich habe zwar innerhalb von 1,5 Stunden alles so abgearbeitet, was ich im Repertoire habe. Das ist nicht viel und das dauert auch nicht lang, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, jedenfalls Natürlich. Supermutanten, da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, dass die in der zweiten Staffel kommen. Und dadurch, dass sie ja gleich mal die stählerne Bruderschaft einbaut haben, hat es natürlich sehr viel Potenzial in den nächsten Staffeln, das weiter auszuweiten auf die ganzen anderen Verbindungen, die es da gibt. Mhm. Mhm. Das wird dufte. Richtig dufte. Richtig dufte. Ja, und mir ging es dann so wie im Seppi und hab mir dann gedacht, boah, jetzt habe ich voll Bock auf Fallout 4. Tatsächlich hätte ich eigentlich ja 76, aber da traue ich mich einfach aktuell nicht rein, weil einen neuen Charakter erstellen will ich nicht und da wieder anzuknüpfen, wo ich dann praktisch in den ersten 2 Wochen, wo das rausgekommen ist, war, auch nicht. Aber so Aber war du hättest jetzt ähnlich. ein komplett anderes Spiel. Ja, ich weiß, also vielleicht mache ich das auch noch, weil als ich dann gestern angefangen habe ich dann schon gemerkt, man merkt Fallout 4, die fast jetzt 10 Jahre schon an. Ja, recht viel besser ist Fallout 76 aber auch nicht. Das hat die gleiche Engine, die gleiche Grafik, die gleiche Spielmechanik, das schaut genauso aus. Ja, schon, nur da weiß ich halt dann, da passiert halt viel, was ich selber noch nie gespielt habe. Und bei Das stimmt. Fallout 4, gut, im Prinzip meine komplette erste Session war der besagte Zeitpunkt, bis meine Frau oder mein Mann erschossen worden ist. Und ja, mehr ist da nicht passiert. Aber ich meine, ist ja jetzt wie bei Cyberpunk, die Spiele, die profitieren ja gerade enorm von dem Erfolg der Serie und der Beliebtheit. Das war Die- kurzzeitig das meistverkaufteste Spiel in Europa wieder. Fallout 4. Und für das, Schon dass krass. und auch Fallout 76 war doch am Anfang eigentlich auch ziemlich unbeliebt. Und ich weiß zwar nicht, wie es zwischenzeitlich dann einmal war vor der Serie, ob das irgendwann einmal so einen richtigen Beliebtheitsgrad erlebt Doch, hat. doch. Eigentlich auch Ja. jetzt vor der Serie, der Seppi hat da einmal drüber geredet. Die Ah, da habe ich haben noch schon, zugeschaltet wahrscheinlich. die haben schon eine echt stabile Community mittlerweile. Okay. Und sie haben ja irgendwann einmal das gecheckt, dass es vielleicht nicht ganz so klug ist, eine Spielewelt, auch wenn sie online ist, komplett ohne NPCs auskommen zu lassen. Mhm. Weil das war Mittlerweile schon, gibt's halt, das war schon scheiße am Anfang, wo du angefangen hast. Und dann die einzigen Leute, die du halt getroffen hast, waren andere Leute, die natürlich einen heiden Spaß zu haben, wenn die stärker sind wie du, die einfach mal umzubringen, die alles zum Klauen und weiter zum Laufen oder auf dir rumzuspringen und sowas. Also richtig schön asozial. Zauberhaft. Ich ja nichts Schlechtes. ja, mittlerweile gibt es halt ganze Questreihen und super epische Bosskämpfe und Raids und Klump und Zeug. Also mittlerweile ist das wirklich, da stolpert es eigentlich von einer Aktivität in die andere ein. Also mittlerweile ist es richtig gut gefüllt Mhm. und man kann schon spielen, wenn man da Bock drauf hat. Ich bin eher so der Singleplayer. Mir gefällt Fallout 4 einfach besser. Ich mag mein eigenes Ding so erleben. Ich mag das Rumgehampel von anderen Leuten im Spiel nicht. Aber jeder wird das mag. Ja, Ja. da. Was sollst du machen? Gar Kennst du das aus? Jetzt mittlerweile eh auf was völlig anderes. Das siehst du ja direkt, oh, wir recht gelangweilt auf irgendwelche, weiß ich nicht, Pornoseiten wahrscheinlich geguckt. Ach, was schreiben wir dann später, oh. Na, null. Null. Sollen wir kurz Nein, da ich nicht durch. Nintendo Switch-Gerüchte besprechen? Heitert dir das auf? Was haben wir denn für Gerüchte? Ich habe schon lange nichts mehr Von gelesen. Es gibt wieder, es hat ein Peripherie-Dritthersteller in Japan oder Südkorea oder sowas, hat versehentlich Details über einen Facebook-Post vom Stapel lassen, der Wie kann, mittlerweile denn schon sowas wieder immer gelöscht ist. wie kann denn sowas versehentlich passieren? Ich Es schreibe passiert doch ja nicht da sogar versehentlich. was. Weißt du schon, was soll denn das? Das ist immer die geile Scheiß versehentlich. Ja, genau. Ich habe das Ja. Handy in der Hosentasche gehabt und habe aus Versehen geheime Dokumente gepostet. Vor allem bei Apps, das muss ja nicht morgen oder übermorgen im Launch stehen, sondern wahrscheinlich erst irgendwann am Ende des Jahres, wenn überhaupt kommt. Da bereits da jetzt noch kein Facebook-Post vor. Das braucht man keiner erzählen. Ja, den Also- planst du schon mal, das ist schon klar. Wenn du mal Luft Ja. hast, weißt du sehr, wie es ist im Büro, da musst du das ausnutzen. Ja, ja. Das stimmt. Möchtest ja quasi immer effizient sein, möchtest ja nie eine Ruhepause Eben. haben. Es geht um, genau, Effizienz ist eine japanische sowie deutsche Tugend und die muss gelebt werden. Und Da jeder hat er weiß, dass Facebook mittlerweile ja die Plattform ist für Unternehmenskontakte. Mich wundert es ja eh, dass überhaupt jemand gesehen hat auf Facebook, aber irgendjemand war da scheinbar noch Das waren, drauf. wahrscheinlich nur Ü50 Leute. Die sind gerade auf der PNP umeinander und haben irgendwelche Nazi-Posts und PNP und Ido war geschrieben und dann haben sie das noch gesehen. Na, wahrscheinlich war es Sind ein reingeschaut. Mitarbeiter.
Wahrscheinlich hat der Mitarbeiter das gesehen und hat sich gedacht, boah, krass, das ist ja wie ein Leak für die Switch, schreibe ich mal drunter. Ja, jedenfalls. Es soll angeblich ein relativ konservatives Upgrade sein, also jetzt nicht so übergeil. Bisschen ein größerer Bildschirm. Die Auflösung die war ja auf dem Handheld bei 720p, glaube ich. Die ist Ja. jetzt, oder soll dann bei 1080p sein. Das ist Oh, über 1000. Wow. nicht so geil. Wow. Kannst aber Warte halt- mal, ey, das ist eine Zahl mehr, okay? Ja. Eine Ziffer mehr. Ja, das Ja. ist jetzt schon fast Kann's- achtstellig. Kann dazu führen, dass dann, wenn es am Fernsehen spielst, dass dann zumindest 1280 oder so, also WQHD-Auflösung zusammenkriegst, aber ich glaube, Willkommen 4K im Jahr wird auch da nicht drin 2017. sein. Ja, so ungefähr. Controller sollen kleiner werden wie die aktuellen Joy-Cons, wo sie Endlich. für maximal problematisch halt, weil dann Was noch verschwinden sie mehr halt einfach als die unter meinem Fingernagel. Na, die waren mir einmal zu groß. Bis du mal von dem Ohrenbutton zum anderen kommst, Wahnsinn. Wahnsinn. Da bist du gelaufen. Brutal. Ja. Und die sollen, jetzt haben wir doch so ein Klicksystem, das soll austauscht werden durch ein magnetisches Docking. Okay. Die Spielekarten, also Spiele und Zubehör für die Switch sollen auch mit der Switch 2 funktionieren, was ja geil ist. Ja, das ist immer geil. Also du brauchst dann keinen neuen Pro-Controller und Spiele kannst du dann auch. Da gibt es dann angeblich einen extra Kartenschlitz, wo die einpassen, weil die neuen Spiele, wenn andere Karten haben, dass die nicht mit der alten Switch spielen kannst, dass es technisch überhaupt möglich wäre, theoretisch, ist ja schon wieder ein Zeichen dafür, was wir mit der Switch 2 zum Erwarten haben. Ja, jetzt wartest du mal, das war ein Dritthersteller. Der kennt sich ja gar nicht aus. Ja. Die Docking, Warte mal, war das alles ein Ohrenpost? ja, angeblich. Die Docking Station sollst du übrigens auch hernehmen können, gell? Ja, also wahrscheinlich auf einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung Homepage verlinkt. Ja, brutal. Da ist so viel drin. Und ja, genau, Docking Station sollst du auch hernehmen können von der alten Switch. Naja. Weil ich nicht, was ich da davon halten soll. Ja, aber wenn Aber- das eine auf ein Magnetsystem umgestellt wird und da ist aber nur das Klicksystem, dann how does this work? Aber das wäre doch USB-C eigentlich hat der, oder? Das wäre doch ein richtig Da geiler steckst du ein Schachzug. USB-C ein. Ja, du hast da unten ist doch das Ding, wo du das einklickst. In der Ja, aber da ist ein Dockingstation. USB-C. Das ist aber nicht das USB-C, was du unten rein tust. Das USB-C ist ja von der Seite, oder? Also du steckst ja Nein, nein. die Kabel gängen in die Seiten eine von der Docking Station. Nicht von unten. Da. Schau hier. Ja, in der Switch schon, aber in der Docking Station kommen die Kabel von der Seite. Du hast unten. Du meinst die zum Fernsehen? Genau. Ja, die haben ja die gleichen wieder HDMI und Strom. Das ändert sich ja nicht. Du, Ja, das und- Magnetische, was du, das sind nur für Joy-Cons. Ach so, das hast du jetzt gemeint. Genau, jetzt gemeint, Joy-Cons die sollen quasi nur mal Verbindung klicken, Switch- sondern. Ah, ich meine, die Switch in Docking Station wird jetzt magnetisch gehalten. Nein, die nicht. Das wird dann Haben wir schon wieder so benannt, gelöst haben wir wie schon vorher. benannt, wir zwei. Genau, und vorher hat ja schon Reuters mal einen Bericht drin gehabt, dass die Veröffentlichung sehr wahrscheinlich nur dieses Jahr stattfinden wird und da ein Video-Chipset drin sein wird. Also da gibt es wohl schon ziemlich klare Hinweise drauf. Aber das andere ist halt jetzt alles mit Vorsicht zu genießen, weil, wie gesagt, Dritthersteller, Facebook-Post, wer weiß. Ich glaube, das ist ein richtig genialer Schachzug von Nintendo. Ich find's Bevor die ihren Shitstorm abkriegen, sagen die, das postet jetzt mal einer von unseren Drittherstellern. Und dann schauen wir verklagen mal, wie verklagen die. Und dann schauen wir mal, wie der Rest so reagiert, weil dann können wir das immer nur, wenn wir es dann offiziell ankündigen, ändern. Ja, wirklich Tatsächlich kann man das wahrscheinlich so, ja. einen wirklich großen Sprung hat ja keiner erwartet, oder? Wenn man sich jetzt halt mal anschaut, wie die Sprünge seit dem Gamecube von Konsole zu Konsole sind, da haben wir ja vom Nintendo 64 auf der Switch jetzt ungefähr den Sprungdienst von der PlayStation 3 auf PlayStation 4 gehabt, hast du technisch gesehen. Was So hast du ungefähr. gesagt? Switch. Die Switch. Auf die Switch. Ah, auf die so. Switch. Okay. Du Vollidiot. Das wäre aber ein cooler neuer Name. Jetzt Switch. bitte einmal Switch. die Switch. Ja, vorne der Zwarer praktisch und nur das Z Ja. vom Zwarer wird gesprochen. Boah, das wäre Switch. richtig geil. Boah, lecker. E-Mail ist raus an Nintendo. Ja, brauchst gar nicht. Die normalerweise hören die hier immer mit. Stimmt, ja, wenn wir ja schon mehrmals festgestellt haben, an die ganzen Klagen, die da einer flattern. Ja, nicht die Klagen, wenn sie wieder heimlich irgendwas von unseren Verbesserungsideen umsetzen. Die Schweine.
Ich habe auf alle Fälle so ein bisschen Wii und Wii U-Vibes, wenn ich Ja, mir das so durchlese. auf das sind habe ich ja- auch schon. das- Auf das habe ich auch schon spekuliert. Ich bin echt gespannt, weil warum sollte ich mal bei so, also vor allem jetzt also wieder mal diese Casual Gamer, die du wahrscheinlich jetzt auch mit der Switch größtenteils mit abgreifen hast können, warum sollten sie die mehr oder weniger die gleiche Konsole nur machen, wenn sie wirklich einen Vorteil draus kaufen, wenn sie wirklich einen Vorteil draus sehen? Also, naja, Also, da dürfen wir gespannt sein. da konnte ich nicht, also allein an den Spezifikationen da kannten sie eigentlich nur mit irgendwelchen speziellen Exklusivspiele punkten, die es halt dann nur für Switch 2 gibt, aber von der Technik her, also das ist ein Witz. Ja. Ganz Ja einfach. gut, Das ist Aber einfach nin- ein Witz. ja, aber Nintendo hat ja schon irgendwie, wie gesagt, die scheißen ja seit dem GameCube mehr oder weniger auf die Leistung. Ja. Aber sie verkaufen es halt wahrscheinlich, also wenn sie es für 250 Euro verkaufen, top, passt, nimm ich. Aber die verkaufen es wahrscheinlich eher so für 400, 500. Und das ist halt einfach zu viel Geld für so ein Tablet-Dings. Was? Wirklich? Gibt's da schon erste Was hat ein Prognosen, Switch oder was? gekostet? 300, 400 Euro? Nein, Na, mindestens. Oder? 250. Alle. Na, die kostet jetzt nicht mit 250. Ja, jetzt ist sie aber auch schon 18 Jahre alt. Ja, aber sie kostet trotzdem immer noch nicht 250. Ja. Doch, Falle. Warum habe ich es dann damals gekauft? Ich habe meine nur 200, für 370 Euro 200. gekostet gekauft. 250 Euro. Welche Version? Die alte, jetzt Die alte. ohne OLED. Aber die hat neu trotzdem 400 Euro gekostet. Ich glaube Damals. 380. Ja. Was denn für eine neue? Okay. Was ist denn Die die OLED. neue Version? OLED. Haben wir das Gespräch da nicht schon mal gehabt? Ich möchte Haben wir einen denen schon mal erklärt, was das ist? drosseln. Ich möchte jetzt einfach drosseln. OLED. Das ist die alte, oder was? Na, das ist die neue. Was ist mit dir? Die kostet 340. Sag ich doch. Ja, schon her, das ist stattlicher Preis, wenn er. Ja, aber es ist halt OLED, gell? Ist OLED, ja. Das musst du schon erzählen. Ja, Was ist siehst da du der halt draußen Unterschied? Genauso wegen wir Bildschirmauflösung, ein bisschen. ich glaub ein bisschen größer, oder? Ja, Display ist ein bisschen größer, glaube ich. Aber ich meine, Technisch ist es eigentlich vielleicht das hilft mir gleiche. das nichts. Technisch ist es eigentlich das gleiche, es ist nur das Beutel halt einfach ein wenig in China. Aha, okay. Interessant. Wow, toll. Und haben es dazu noch irgendwelche Spiele geleakt? Nö, nicht, dass ich wüsste. Das ist nichts Ist was. traurig und wütend zugleich. Was du jetzt Bleib nicht ruhig, weißt, wo du Bleib ruhig. mäßig guter Qualität spielen kannst dann. Also ich kann mir vorstellen, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, dass ein neues Mario wahrscheinlich mit so die Starttitel kehren wird. Sowieso. Weil du hast Muss. ja jetzt seit Odyssey keinen richtigen 3D-Ding mehr gehabt von Mario. Darum bin ich mir ziemlich sicher, dass es da wahrscheinlich wieder was geben wird. Und da bin ich schon gespannt drauf, weil die waren jetzt mal immer sehr kreativ und gut. Okay, Ja. reicht es Au- dann nicht langsam mal mit Mario-Spiele? Ja, stimmt. Nintendo soll halt aufhören, Spiele zu sein Maskottchen zu machen. Kim, man soll doch irgendwann mal aufhören, wenn Ja. der Erfolg am größten ist. Irgendwann reicht's, Leute. Irgendwann reicht's. Der Kerl ist auch schon sau alt mittlerweile, der Mario. Ja, Also der schon. mag ja das auch nicht mehr. Schon. Vor allem ist Wir so haben ein alles Bart erreicht, wirklich ja, nur, ist das überhaupt nur hip? Ja, ist er wieder voll da, der Schnäuzer. Achso, Schnauzer, Ja. Schnauzer heißt das. gut. Was Aber habt ihr sonst ansonsten- so gespielt? Seppi und ich haben Nio angefangen von Team Ninja, oder? Team Ninja heißt das Studio, das jetzt auch Rise of the Ronin gebracht hat oder bringt demnächst. Das ist Und schon wieso raus. streamt ihr das nicht? Weil wir es nur eigentlich spontan haben wir es kurz, haben wir gesagt, das probieren wir jetzt einmal schnell aus, das Spiel. Wir haben auch noch nicht lang gespielt. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich weiterspielen werden zu zweit. Also, dann möchte ich hier mal ganz kurz einen Aufruf in Richtung Community machen. Ich möchte, dass ihr euch jetzt total aufregt und einen Kani beschimpft, weil eigentlich haben wir ja ausgemacht, sobald er mal so ein Spiel in dieser Art spielt, dann wird es gestreamt. Heute mal, ich hätte es gern gestreamt, aber du hast gesagt, bitte erst, wenn ich mit Zelda fertig bin. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Falle. Du Lügner. Fahr heute einmal, ich suche die Nachricht aus. Und Ja, poste so es ist sofort. raus, Kim? Ja? Ja, nach der Aufnahme, weil ich muss mich jetzt konzentrieren. Wir haben aber, wie gesagt, wir haben wir haben irgendwie auf das Thema gekommen, ich weiß gar nicht mehr wie, da habe ich gesagt, hey, ich hätte den ersten Teil da, probieren wir das einmal aus. Und das ist schon sehr gewinnungsbedürftig. Also es ist, wenn man da nochmal, vor allem ist geil, weil du spielst erst einmal eine Stunde, schnetzelt sie durch eine Burg durch,
du kriegst nicht wirklich was erklärt, bis auf ein paar Attacken und so weiter. Kennst du nicht aus, was du tun musst, weil du keine Karten hast und so. Und dann kommst du erst ins Tutorial rein. Und dann siehst du erst einmal, wie aufwendig das ist, weil du hast ja dann 2 Primärwaffen, 2 Sekundärwaffen, Schusswaffen. Du kannst in 3 verschiedene Haltungen kämpfen, also dein Schwert hochhalten, mittelhalten oder unten halten. Jede Haltung ist ein anderes Spielgefühl und so. Also deswegen ist es halt, glaube ich, auch schwierig, wenn man sagt, das spielt man zu zweit durch und dann kommt man gerade alle 2 Wochen einmal zusammen oder so, weil da muss, glaube ich, schon dranbleiben, dass du das wirklich verinnerlichst, das Kampfsystem. Weil Ich habe dir ja vorgeschlagen, du kannst es ja alleine streamen. Dann da Laufzeit zusammengehen, jeder kann mal reinschauen, wie du sie da so anstellst. Da läuft es ja zusammengehen, weil ich habe dann nochmal gegoogelt, wie lange das dauert. Das ist anscheinend auch schon wieder mit so um die 70 Stunden angesetzt und das hat mich dann ein wenig abgeschreckt. Ja, aber das war doch Naja, was Sache. Prinzipiell Bei ja. denen Spiele ist es aber auch immer schwierig beim Abwechseln, weil du ja da dein eigener Kampfstil in die Figur irgendwie implementierst mit Skills und so weiter. Und wenn da 2 Leute spielen, die grundsätzlich verschieden spielen, weil der eine kann mehr Fernkampf, der andere kann mehr Nahkampf, nur so Oberbrucher, Der Korbi kann dann gar wird nichts. es halt schwierig. Der Korbi kann gar nichts. Doch, der kann 10 Freunde beschwören. Die Ja, haben genau. Der Korbi ist sowas wie ein Nekromant, der ist ja so ein Freundromant, ist der. Beschwert über Spätzeln. Oh mein Gott, er hat die Aber- Eigenschaft, dass er Leute anzieht. Ich habe die Eigenschaft, dass ich Leute ausziehe. Ja, aber nicht lang. ergänzt sie. Übrigens, Korbi, im Chat ist schon gefragt worden, warum du mit einer 1,5 Mega Kartoffelkamera aufnimmst. Keine Ahnung. Dein Beutel ist so unglaublich Stimmt. beschissen. Es ist zwar jetzt nicht so schlimm, weil du bist eh hässlich, aber die Frage ist ja gestellt worden. Das ist schön, dass die Frage gestellt worden ist. Sie kann jetzt bloß nichts ändern, außer du willst, dass sie den Stream abbrechen. Na, ab jetzt! Ja, also. Und Lebt's Never damit. Raven Sag's- hat gesagt, dass sa- Twitch sag's doch zum einfach- Release 330 kostet hat. Das kann Ah. hingehen, 330. Okay. Das kann nicht sein. Doch. Nein, das kann nicht Doch, sein, weil ich meine doch. für mehr Geld gekauft habe. Ja, du hast aber 18 Spiele dazu gekauft. Du hast da auch da Null. 20 Spiele durch. Die Nintendo Switch kostete bei ihrem Release 2017 knapp 330 Euro. Ja, Die Es OLED-Ausführung kann erschien nicht sein. Wo liest denn du das ab? Vodafone.de. Da kann ich jetzt leider nichts dazu sagen. Die OLED-Ausführung erschien 2021 zu einem Preis von rund 360 Euro. Wir erkennen ein Muster. Das heißt, die neue wird wie viel kosten? 390. 500. 1000. 390, hätte ich auch gesagt. Mathe-Genie. Du bist so klug. K-L-O-K. K-L-O-K. Ja, aber wir können es auf alle Fälle mal. Der Seppi hat nämlich die PlayStation-Kamera am Stizzle gehabt. Sprich, es ist jetzt dann wahrscheinlich einfacher zu streamen und dann kann ich mal schauen, ob es mir bockt, dass ich Nio weiterspiele und euch dann mit einem Stream dazu beglücken werde. Also ich darf es mir wünschen. Ich darf es mir ja wünschen. Du darfst das wünschen, ja. Ich mir auch. Ich stelle mich nämlich wahrscheinlich überhaupt nicht saublöd bei dem Dreckspiel. wobei Ich die, fand es jetzt aber auch nicht so geil, muss ich sagen. Ich fand das Kampfsystem so ein bisschen mau. Also das Ja, hat irgendwie aber- kein Trefferfeedback. Samurai Ja, und das- Ninja-Setting, ist das nicht sau cool? Setting ist cool. aber man kann noch nicht viel sagen, weil wie gesagt, wir haben jetzt, dieses Anfangsgefängnis, das Tutorial und dann kommst du auf eine Insel hin und weiter sind wir noch nicht gekommen, weil halt auch diese Speicherpunkte ziemlich weit auseinander liegen gefühlt. Und wenn du dann stirbst, kommst du da wieder zurück und dann musst du wieder durch laufen und dann stirbst du wieder, weil du holst halt auch noch nicht so viel aus. Und es war ja schon spät, wir haben ja schon so manche Chinchen gehabt. Wir müssen uns vielleicht nochmal zusammensitzen, der Seppi und ich. Wir müssen es noch miteinander probieren und dann schauen wir. Dann schauen wir weiter. Ich dann vielleicht eher so auf Wukong Fallen Dynasty gehen, den aktuellen Teil von denen. Der ist ein bisschen, Irgendwann ist es Rise of the Ronin. ja, das ist der neueste. Aber der hat Wukong aber nichts war mit quasi Neo zwischen- der hat aber nichts mit Neo Die haben zu tun, alle oder? nicht wirklich was miteinander zum tun, aber das ist quasi, also Wukong kann auch Neo 3 heißen. Ja, aber Kann's irgendwas, auch, aber das kann nämlich der Name sein, ob man den nicht merken kann, von so einem inoffiziellen dritten Teil habe ich jetzt gelesen, Genau. als ich einen Bericht zu Das ist Rise of das. the Ronin. Ah, okay. Ja. Ja gut, aber da müssen wir mit dem ersten Neo anfangen, sonst kennen wir uns nicht aus, wir müssen dann alle 3 spielen. Ja, mir ist richtig. Kann man die Handlung nicht einfach auf Wikipedia durchlesen? Nein, die muss man Ja. selber spielen, sonst fühlt man es nicht. Die möchte es im Herzen Okay. drum, diese Handlung, diese Geschichte. Also müssen wir 70, 140, so um die 300 Stunden jetzt dann spielen. Nehmen wir uns halt einmal ein Hotel Livestream. miteinander Okay? und dann Aha. geht's rund. Jetzt wird spannend. Schön. Und dann spielen wir nur Freu Knockout. mich.
Ich mir. Ich mir, das wird richtig schön. Aber recht viel dümmer in einem Kampfsystem als bei Neo stelle ich mich, glaube ich, nur bei Final Fantasy Sim Rebirth. Da bin ich mittlerweile richtig, also schon so im letzten Drittel, jetzt im Kapitel 10, um die 50 Stunden eingesteckt, weil jetzt einmal ein bisschen mehr diese Welt erkundet habe. Und es ist alles obergeil, es ist so unglaublich schönes Spiel und es ist ja irre, wie abwechslungsreich, wie viele Minispiele im Spiel, das da integriert worden sind. Das Kartenspiel ist geil, dann gibt es da so ein Taktikspiel, das sage ich jetzt mal wie so ein Brettspiel mehr oder weniger ist, das ist ganz witzig gewesen. Dann musst du, was weiß ich, mal Schwammerl suchen und die musst du dann auch wieder mit Hilfe von Minispiel schaffen und so ein Zeug. Also es ist brutal, wie viele Sachen, dass sie die da überlegt haben. Aber ich flippe mit dem Kampfsystem einfach aus. Mir regt das. Ich glaube, ich habe noch nie ein Kampfsystem gehabt, was mich so genervt hat wie bei Final Fantasy Sim und jetzt bei Rebirth wieder. Das ist so nervig. Und ich weiß nicht, ich möchte halt einfach mal jemanden haben, der voll gut drin ist, der es mir erklärt, ob ich einfach nur zu dumm dafür bin. Soll ich das Nummer vom Chris geben? Hat es dir gespielt? Stimmt. Ja, fragen wir mal, wie brutal das ja bei Final Fantasy ist. Er muss mir dann nämlich erklären, weil ich komme zwar durch, ich spiele es auf der mittleren Stufe, glaube ich, von 3. Man kommt schon durch, aber es ist oft einmal einfach so elendig nervig und zögert dann, wenn du so einen Kampf hast, vor allem mit schnellen Gegnern, da kommst du dann irgendwie überhaupt nicht hinterher, dann eben diese scheiß Leisten wieder aufladen, nervt mich. Aber ansonsten der Rest, mittlerweile kann ich halt auch wirklich was zu dem Spiel sagen, weil ich jetzt schon relativ weit durch bin. Das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Diese Welten, diese ganzen Bereiche, die einzelnen sind unglaublich abwechslungsreich. Du hast ja in jedem Level dann immer so diese Chocobos, diese Reitviecher. Die musst du aber in jedem Gebiet gibt es andere, die auch wieder was anderes können. Das sind nicht die gleichen. Die einen können fliegen, die anderen Wände aufklettern, die einen springen weit. Also echt unglaublich, wie viel Mühe das man in das Spiel eingesteckt hat, um das wirklich abwechslungsreich zu gestalten. Das Einzige, was richtig nervt, ist in dem Bereich, wo ich jetzt gerade war, ich spiele halt mit der deutschen Synchro und da kommt irgend so alter Gelehrter daher und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine ekelhaft lästige Stimme gehört habe. Gut, das war am Montag, als der Mike bei die Walex mit aufgenommen hat, stimmt jetzt nicht. Aber also die Stimme von dem, ich weiß nicht, ob das mit Absicht verstellt worden ist oder ob der Mensch echt so eine Stimme hat, dann tut er mir leid, weil dann ist er wahrscheinlich seinen Lebtag lang allein. Aber die Stimme, der war lecker. Und der ist ja dann auch noch so eine Hauptfigur, der ja ganze Zeit lang begleitet und alles erklärt, was da war. Ich war durchtraut. Das ist eine Stimme, so, also da tut dann das Ohrwaschel weh. Da war ich kurz davor, dass ich nur mehr auf irgendeine Sprache umstelle, aber da musste die ganze Zeit so viel mitlesen und dem Kämpfer, das ist mir dann auch wieder zu dumm. Bin ich froh, dass der jetzt dann wieder weg ist, weil da hätte ich bei dem Fernseher umgeschmissen. Ansonsten ist die deutsche Synchro auch unglaublich gut gelungen. Was mich nervt, weiß nicht, ob das eigentlich auch mittlerweile aufgefallen ist, das war nicht bei Spider-Man 2 schon, bei dem auch, wenn du irgendwo hingehst, was zum Aktivieren, wo du dann mit, was weiß ich, Dreieck oder X aktivierst, wie pingerlich genau, dass die Spiele das nehmen, dass du richtig drauf hinschaust, bevor die Eingabe akzeptieren. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja. Da wenn ich leicht nach links oder rechts geschaut habe, dann drückst du dann so, da geht's nicht, was es nicht sagt, ist der Controller hin und dann schaue ich direkt drauf, jetzt geht's auf mich. So genau nehmen sie jetzt, du Fotze. Am schlimmsten ist, wenn zwei Gegenstände nebeneinander haben und die Hitboxen so gesetzt sind, dass du immer nie genau zu dem hinkommst, du hinwechseln. Bist narrisch irgendwann. Also das ist echt was, wo ich durchdrehe. Warum? Ansonsten, ich Wieso stört die sowas immer? Das ist ja Wahnsinn. Ja, weil ich dann 28 Mal hindrücken muss und dann drehst du wieder zu zweit nach rechts und drehst die zweit nach links, weil ich ein grobmotorischer Sautepp bin und das gefällt dafür nicht habe, dass er sie richtig Okay, ja, jetzt sind wir beieinander. Eben, schau, das ist halt meine körperliche Beeinträchtigung. Das ist halt einfach nicht behindertenfreundlich. Das hat, Aber in den meisten Spielen gibt es mittlerweile die Option barrierefrei. ja, da anscheinend nicht. Oder zumindest nicht so extrem barrierefrei. Die sind anscheinend nicht davon ausgegangen, dass einer, der in einer eisernen Lunge liegt, irgendwann einmal spielen möchte. Und so einer bin ich ungefähr von der Motorik her. Nervt mich halt dann. Sowas nervt mich extrem. Aber also oftmals möchte ich einfach nur das Menü laufen lassen und die Intro-Melodie zum Anhören, weil das hat auch so ein schöner Soundtrack. Das war ziemlich geil. Da ist irgendwo in der Nacht bei uns, sogar irgendwo im Rottal, bei euch Nazi-Bauern da hinten, Seppe. Ich glaube, von Kier oder 70. Gibt's gar nichts. Ich glaube, von Kier oder so, da wird ein Ding aufgeführt, ein Final Fantasy Sim Konzert oder sowas. Da muss ich mir nur mal schauen, das soll ich da noch mal Bescheid, weil das war eigentlich mal cool bei uns. Also ich weiß, dass es die gibt, die haben ja, weil die Soundtracks von Final Fantasy wieder ganz rein, ja, brutal geil und da gibt es wahnsinnige Orchesteraufführungen, aber dass die in Fakira haben? Ja, also irgendwo die Richtung auf alle Fälle. Okay. Vielleicht war es ein Schwabing. 500 Kilometer weiter in die Richtung vielleicht. Oder Ja, so, vielleicht war es Pfarrhausen, wo es eigentlich ganz woanders ist. Aber wie gesagt, also jetzt eine uneingeschränkte Empfehlung zu Final Fantasy Sim Rebirth. Vor allem, wenn ihr das Kampfsystem richtig verinnerlicht habt, dann geht es richtig gut. Wenn es dumm seid wie ich, dann nicht.
Wie viele Stunden hast du jetzt schon? Jetzt bin ich bei 50. Bin in Kapitel 10 von 14 und What the fuck? Okay. hab jetzt einmal, ja, ich habe jetzt aber auch viel Zeit investiert in die Gebiete, wo du hinkommst, weil es ist ja eigentlich so Open World, was aber auch recht cool gemacht ist, weil es dich nicht so erschlockt, weil du immer erst einmal in so Gebiete reinkommst. Und jetzt habe ich mir zwei so Gebiete auf 100% gespielt, die ganzen Sachen da gesammelt. Das ist auch recht cool, weil jedes Gebiet nie gleich, also überwiegend schon gleich, Funktürme, so Quellen des Lebens, Esper, Altare und so. Aber du hast dann auch immer ein oder zwei Sachen, die anders sind als in die anderen Bereiche. Bei den einen musst du einen Bunker suchen, bei den anderen musst du für irgendeinen Sandkönig was suchen. Also selbst da, weil die meisten Open World haben ja einfach in jedem Gebiet die gleichen Sammelgegenstände. Und selbst da haben sie auch nochmal Abwechslung eingebracht. Also es ist echt einmal es ist eine schöne Open World wieder mal zum Spielen. Okay. Aber Jay. vorhin bei Neo mit 70 Stunden hast du dich beschwert. Ja, weil da kann ich so nicht beurteilen, wie schön dass diese Welt sein wird. Wobei Neo, glaube ich, eher ein bisschen Schlauchlevelartig aufgebaut ist, was ich Ja. gelesen habe. Das ist ja Das so ein Rise, bisschen ein Souls-like. Rise of the Ronin Die Man haben ist ja, jetzt eine erste Open World, glaube ich, die es gemacht haben, die Team Ninja. ja. Wukong war ja auch keine, das ist ja auch, oder Mhm. es gibt so halboffene Areale, gibt es vielleicht mal, Mhm. aber im Prinzip geht das schon so ein bisschen linearer hier. Und du kannst das auch nicht vergleichen mit Final Fantasy VII. Das ist ein ganz anderes Kaliber, wie die weiter aufgebaut ist. Also das kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich unglaublich geil. Ja, Final Vor allem, wenn Fantasy du möchte ja, neben... dass du die Welt ein bisschen aufsaugst und nie und so weiter, da geht es ja eigentlich hauptsächlich um die Kämpfe. Ja, genau. Was auch geil ist, so Nebenmissionen, alte Frau, hey, sammelt meine Gickerlei, die sind alle davor gelaufen, dann sammelst du die ein und zur Belohnung schlachtst dann eins von die Gickerl und sie wird's da. Wieder. Und dann hast du so am Schluss so, ich glaube, ich weiß, warum die davon gelaufen sind. Gott, okay, Ja, cool. aber auch gedacht, das ist nicht euer Ernst, oder? Dann sag ich so, komm her, Hühnchen. Und dann erst gerade so, Papa! Dann erst so Tellergeräusche, dann wird's gegessen und dann denke ich so, was soll die Scheiße? Für das habe ich das nicht gemacht, die Arschgeigen. Böse Ähm, Japaner. Ich wechsle jetzt mal kurz das Spiel. Seppi, hast du nicht das letzte Mal irgendwas ewig Langes gespielt? Dragon Dogma oder so? Dogma Na, Dragon? Nein, ah, nein, hat er nicht. mm, mm. Nicht? Na. Was war das dann? Du hast irgendwas anderes ganz, Dragons, ganz lange. das war Dragon's Dogma 2, aber ich will nicht Gesundheit. darüber reden. Okay. Ach, Kim, warum? Mich das interessieren. Okay. Dragon's Dogma 2 ist nicht gut. Glaube ich da nicht. Doch. Es ist gut. Man kann nicht sagen, es ist schlecht, aber es ist, also mir jetzt verloren, so nach 40 Stunden ungefähr. Kurze Info, Dann kein Altötting Bock war mehr das gehabt. Konzert, hat es gerade im Chat geheißen. Ah ja. Ja, das ist nochmal ein bisschen besonders, Wipfung. Ja, stimmt. Aber ich habe Dragon's Dogma 2, ich habe jetzt einen Bericht in der Play 5 gelesen und die lieben das Spiel, bis auf die Story hat es geheißen. Ja, die Story ist, du bist halt der Auserwählte und musst die Welt retten. Ja, wow, toll. Der Erweckte, oder? Saulangweilig. Erweckte, ja. Du wirst vom Drachen quasi erweckt. In dem Universum gibt es quasi immer einen großen, mächtigen Drachen und der reißt irgendwann das Herz aus, frisst und dann ist derjenige der Erweckte und muss dann seinem Schicksal nachgehen. Und da wird dann der Herrscher in der Welt und in dem Fall hat quasi jemand anderer vorgegeben, dass er der Erweckte ist und sitzt jetzt auf dem Thron und du musst dann quasi schauen, was da los ist und wie du auf den Thron kommst. Und die erste große Quest-Reihe ist so unterirdisch langweilig, das kannst du dir vorstellen. Du bist also das erste Mal, wenn du in den große Stadt kommst, hast quasi einen Verbündeten im Königshaus und der gibt dir immer was Aufgaben, wie du da jetzt die einschleichen musst und Klump und Zeug und Infos holen. Und du laufst eigentlich nur vom Wirtshaus ins Schloss und wieder zurück und das, weiß ich nicht, 4 Stunden lang. Und das ist so langweilig. Das ist so erbärmlich langweilig. Weil das Spiel hat ja eigentlich ein geiles Erkundungssystem und so weiter. In der Welt draußen triffst du immer wieder auf riesige Viecher, auf Golems, auf Werwölfe, auf Drachen auch teilweise, auf kleine. Und du musst halt, du kämpfst halt da in so einem speziellen System. Also du musst auf die Viecher aufgekraxeln, musst ihnen Schwachpunkte finden, musst das halt da verletzen. Und gleichzeitig hast du aber durch das Vasallensystem immer ein paar Gehilfen um dich herum, die da auch mitkämpfen. Und die musst du so ein bisschen, du kannst es nicht direkt steuern, aber du musst halt so ein bisschen bei der Zusammensetzung von deinen Vasallen drüber nachdenken, wie möchte ich kämpfen und wir unterstützen die meinen Kampfstil am besten. Also wenn du jetzt quasi es gibt glaube ich 6 oder 7 Klassen,
wenn du jetzt einen starken Nahkämpfer hast, so jetzt wirklich schauen, dass du jemanden hast, der einer, der die laufend heilt und einer, der über Fernangriffe kommt. Weil sonst bist du da ganz schnell verratzt. Wenn du 3 gleiche hast, kommst du einfach nicht weit. Weil es ist nicht allzu leicht, es ist aber auch nicht super schwer. Das macht echt Spaß. Also du laufst durch eine richtig geile Open World oder Mittel-Open World und kommst immer wieder so in geile Situationen, wo sie da eine Wahnsinnsdynamik aufmacht. Aber durch das, dass du so weite Strecken immer zurücklegen musst und es quasi kein Schnellreisesystem gibt, also ganz rudimentäres, laufst du halt da echt viel durch die Weltgeschichte. Und das ist- das haben irgendwelche Leute aber auch programmiert, die wollen, dass du dir das anschaust. Ja, aber es ist halt, so schön die Landschaft da ist, das ist ähnlich wie bei Assassin's Creed Valhalla. Es schaut alles gleich aus irgendwann. Du hast halt einfach alles irgendwann gesehen. Das sind halt einfach Wälder. Und Wälder schauen halt aus wie Wälder. Auch wenn es die östlichen Wälder haben. Nicht einmal verschiedene Baumarten, oder wie? Ja, wahrscheinlich. So Aber ein da bin ich Banause. Nadelbaumwald und ja, du kennst dich da nicht aus. Du bist Ja, ein da bin ich Baumbanause. Du bist ein Stoderer. Kani, Ja, ich kenn nur Beton. Kani, Beton. nenn einmal 5 verschiedene Baumarten. Esche, Erle, Tanne, Birke und Kastanie. Erle. Ich muss kurz googeln, ob es das wirklich gibt. Ich hab gesagt, Erle soll ich das machen, das habe ich gemeint, Erle. Nein, heißt Ah, so nicht. so. Ja, Die heißt, so heißt Erlen. Erlenkönig. Das ist das Auto von BMW, wenn sie noch nicht wissen, wie das ausschaut. Das ist der Erlkönig. Okay. Der Seppi ist der Erlkönig. Tatsächlich, ja. Ja. Das steht auch so in meinem Ausweis. Ja. Okay, cool. Ja, also, also irgendwie so, dass diese si- Vasallen bei Dragon's Dogma, die wären scheinbar, ist es so, dass das Figuren von anderen Spielern auch teilweise sind, die nicht immer dabei sind? Ja. Also jeder Spieler macht einen Hauptvasallen Aha. und kann noch 2 Vasallen aus so einer anderen Dimension quasi in sein Team holen. Und diese Hauptvasallen, wenn du zum Beispiel, du musst ja zwischenzeitlich mal irgendwo campieren oder schlafen oder einkehren und während du dann quasi schlafst, ist der Vasall unterwegs in einer anderen Dimension und kann da weiterkämpfen. Du kannst dem dann auch Aufträge geben, sagen wir mal, er soll irgendwas besonders besorgen. Und die Vasallen können dann von anderen Spielern quasi in einer Team geholt werden. Du hast quasi diese Hauptvasallen von anderen Spielern, kannst du dir in dein Team holen und andersrum. Das ist eigentlich ein ganz geiles System. Weil du triffst dann, man hat es ja im Vorab schon mal gesehen, die haben ja den Charaktereditor, haben die ja veröffentlicht vor dem Spiel. Und da haben ja die kuriosesten Figuren rausgekommen. Übrigens Und das kann da halt dann- Pikachu-Menschen gesehen, der hat richtig widerlich Ja. Und das kann da halt dann einmal passieren, dass du in der Spielwelt mal anlaufst und dann kommt halt der Witcher entgegen oder so, weil den hat halt irgendjemand verbaut und der ist halt jetzt da. Und das ist eigentlich ein ganz ein geiles System. Aber was jetzt schade ist bei den Vasallen, ist, es gibt, glaube ich, 2 verschiedene Stimmen und die labern die ganze Zeit. Die haben Short Fotzen auf. Das ist wirklich anstrengend teilweise. Das ist hin und wieder, haben sie ein paar lustige Anspielungen, verzeihen da auch irgendwie Sachen, die sie erlebt haben, wenn sie mit einem anderen Spieler auf Reisen waren. Aber auf Dauer ist das schon ein bisschen sehr anstrengend. Wenn du immer zugeschwollen wirst. Ja, ja. aber man muss ja anscheinend man soll ja wirklich schauen, dass man denen regelmäßig gut zuhört, oder? Weil die anscheinend einmal wichtige Hinweise auf Quests und so weiter geben, weil Dragon's Ja, Dogma da das- anscheinend recht oldschoolig sein soll und weitestgehend auf Landkartenmarkierungen verzichtet und so weiter, sondern dass es wirklich so an Leute, die früher gespielt haben, von vor 20 Jahren gerichtet ist und dass man sie da mit Ja. moderne, wenn man nur moderne gewohnt ist, ein wenig die Zähne ausbeißen könnte. Das ist völlig übertrieben, ganz ehrlich. Okay. Das ist schon so, das ist ein bisschen ein Oldschool-Action-Spiel, aber es war ja immer die Rede, es gab keine Questmarker und so und die Quests sind so wahnsinnig schwierig, weil du musst ja alles selber herausfinden. Das ist halt einfach ein Schmarrn. Es gibt zum Beispiel Quests, du musst dann einen Burm finden und musst du halt dann zuerst mit den Dorfbewohnern schmerzen. Da gibt es keinen Questmarker. Oh Gott, was tun wir denn jetzt noch gerade? Gehen wir Ja, vielleicht aufhören, einmal in aufhören. den Stadtkern und reden wir mit den ersten 3 Leuten, die wir sehen. Zufälligerweise die richtigen 3. Wow, schwierig. Und dann kriegst du einen Hinweis und auf den musst du halt einfach zuhören. Und wenn du nicht zuhörst, weißt du es halt nicht. Ja, aber wer hört, Also wenn ich ist halt nicht kein Spiel für zuhöre, den bin Kadi. ich der Depp. Kein Spiel für Ja. den Kadi. Na, bin ich raus. Und selbst dann ist es nicht mehr so schwer, weil du musst halt dann einfach
zu einer bestimmten Tageszeit auf bestimmte Dinge achten, die dann sehr klar ersichtlich sind und denen dann neu laufen. Und dann findest du das auch. Und so haben halt die Quests aufgebaut. Das ist, wenn das oldschool ist und wenn das schwierig ist, ja okay, dann ist ein schwieriges Oldschool-RPG, aber wir haben ja da weit entfernt von Elden Ring zum Beispiel, wo es das so geht. Sehr, sehr weit. Aha. Also wenn ich es mir jetzt Weißt du, wenn gerade man zwei Spiele in seinem anschaue, Leben gespielt hat, dann kann man das schon. so besonders außergewöhnlich ist jetzt die Grafik aber auch nicht, oder? Ja, google da mal Na, die Fleischbatzen, wenn du grillst. Dann meinst du, das ist echt. Ich weiß nicht, warum, Ja, man da das so ist viel auch echt. warum das so aufwendig gemacht worden ist. Das haben sie gesagt, die wollten, du kannst quasi ein Lagerfeuer campieren, kannst dann da Essen kochen Was? und die wieder In so ein dem bisschen Spiel regenerieren. Fleischbatzen. Ja, und dann gibt es also so eine Cutscene, wo dann ein echtes Fleisch auf einem echten Grill gegrillt wird. Das ist Also, voll weird, weil das passt null zum restlichen Spiel. Aber das hat den Hintergrund, weil die Entwickler quasi, die wollten unbedingt so eine Grillszene drin haben, aber wenn es die im Ingame machst, ist das mordsaufwendig. Also haben sie das einfach schnell alles gegrillt und abgefilmt. Und das damit ist gießen. tatsächlich echt. Ich meine, das ist animiert. Das ist echt. Nein, das ist nicht animiert. Das ist wirklich eine echte Videosequenz, was halt in einem Videospiel heutzutage ganz seltsam ist. Corby, geh mal auf den Link, den ich gerade in den Chat eingeschickt habe, weil da siehst du nämlich den Cursed Pikachu, den irgendwann erbaut hat. Für das sehe ich die Leute übrigens eingesperrt, die so einen Pikachu bauen. Sag mal halt einfach, ich soll Pikachu googeln. Ja, oder drucke einfach auf den Link wie normale Menschen. Du hast doch eine Ja, Maus, schon, oder? aber der Tab wird nicht übertragen, mein Freund. Das ist schlimm. Da ist er. Schau da an. Der da. Ja, Der schaut aus wie bei Sin City, der der eine Yellow Bastard. Ekel-Typ. Ja, Boah, genau. lecker. Stimmt. was soll das? Wir bauen sowas, warum denn? Okay. Ja, hübsch. Ja, und sehr eine Gestalten können da halt da über den Weg laufen. Aber man sieht es da auch, ein Kratos haben sie zum Beispiel ziemlich detailliert nachgebaut. Das ist dann schon ganz cool, wenn du in dem Paralleluniversum stehst und triffst dann auf sie in die Leute. Was macht er denn? So ein Puh. Finde ich gut. Der schaut besser aus als beim ersten Blatt in Honey. Ah, da schauen wir an. Der Timothy. Timothy. Ja. Und Hideo Für Kojima, alle Leute, die oder? nur im Podcast hören, der Corby schaut sich gerade ein paar Google-Bilder an von Charaktere, die im Dragon's Dogma 2 Editor gemacht werden. Und da gibt es einen Hideo Kojima, da gibt es einen Witcher, da gibt es einen Timothy Chalamet, da gibt es alle möglichen Gestalten, die das Spiel dann geschafft haben, weil Für der alle, die ziemlich dumm mächtig sind, ist, der Charakter. Für alle, die nur im Podcast anhören, geht gefälligst auf YouTube und stellt sich dieses Sau dumm. Kruzifix. Sehr nett. Ja, Kruzifix. Okay, aber cool. so viel Avatar zu- kann man da auch nachbauen, was ich da sehe. ja, alles, Das alles der mögliche. Kani. Cool. Ja, unbedingt brauche ich Avatar. Da kaufe ich mir dann extra noch das Spiel. Das ist ja auch noch in aller Munde. Wer redet nicht drüber jeden Tag? Ja, also ich komm, sogar Leute, wo ich gemeint habe, die zocken sicher nicht. Kommen einfach mit den Hirn verzeihen von Avatar, wie heißt's? Frontier, Pandora. Pandora, irgendwas. Irgendwie Was, sowas, echt? keine Ahnung. Wer? Ja, Wer? kein Mensch. Wen kennst du, der das spielt? Also, Ja, keinen. Ist einfach rausgekommen und ist dann in die Regale gelegen, glaube ich. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wer das jemals spielen soll. Ich weiß es auch nicht. Frontiers of Pandora. Frontiers of Pandora hat es geheißen, genau. Ich bin auf alle Fälle raus, ich werde es nicht spielen. Na, niemals. Gottes Willen. Nein. Schneide mir eher beide Boah, Daumen. schaut euch das an, wie geil das ausschaut. Wahnsinn. Ja, Das ist richtig. Ui. Sind das jetzt Szenen aus dem Spiel oder aus dem Film? Ich sehe keinen Unterschied. Und das wäre die Kritik. Ja, was jetzt auch nicht? Schau jetzt dann Film oder ist das Spiel? Was soll der Scheiß? Was ist mit euch? Was ist mit euch? Okay. Ja, also das heißt, Dragon's Dogma kannst du nicht empfehlen. Aber hast du irgendwas dabei? ich wo kann du es sagst, schon, boah, ich kann es eingeschränkt empfehlen. Es gibt Du hast mit jetzt Sicherheit nur viele drüber Leute, denen das gefällt. Ja, weil es Das mir halt dann- nicht gefällt. Aber ich habe aber Sachen genannt, die ganz geil sind. Und wenn du an das so gefällt, das ganze Kampfsystem und so weiter und die Erkundung vor allem und das stundenlange Laufen durch Wälder, ist man da vollkommen richtig. Man kann das schon spielen. Aber mir ist halt das einfach irgendwie zu langweilig geworden irgendwann. Und die Also ich Ding, brauche halt du auch ein musst bisschen du- eine Handlung irgendwie, weiß ich nicht. Vor allem beim Ja. Rollenspiel. Du musst einfach mit der Mechanik klarkommen oder nicht und dann gefällt es dir oder nicht wahrscheinlich, oder?
Ja, das es ist fällt und steht halt mit dem, ob dir die Erkundung und das Kampfsystem gefallen, weil Mhm. die Handlung ist im Prinzip nicht ausschlaggebend. Das ist vernachlässigbar, sage ich mal. Okay. Ja, ich werde es nicht spielen. Du hast mich ehrlich gesagt jetzt auch Ja, abgeschreckt, ja. glaube ich. Also, Ja, mich erschreckt, hat es allein schon wieder abgeschreckt, weil es ja, glaube ich, auch wieder Open World ist, oder? Und Ja, aber es ist nicht so riesig. Also, das ist jetzt kein 100-Stunden-Spiel. Das, glaube ich, schaffst unter 50 leicht. Okay. das soll dann nicht riesig sein, okay. Na, ist so nicht. Ja, es ist leider so. Im Vergleich Die zu den Dimensionen jetzigen sind ein Open bisschen World Spiele, verrutscht. ja, jetzt ist ja alles so 150 Stunden lastig mittlerweile. Darum bin ich so froh über so Dinge. Ich hab's zwar jetzt noch nicht daheim, aber das werde ich mir jetzt anholen, diesen neuen Teil von Alone in the Dark. Der hat ja auch sehr gute Wertungen gekriegt und soll auf 10 Stunden durchgespielt sein. Und das Der ist ist ein bisschen einmal, untergegangen, gell? leider ja, weil es hat sehr gute Wertungen, das Ding. Soll wirklich fast konstant Atmosphäre erzeugen können, ohne dass irgendwie in übertriebene Splattereien ausartet, in Gehetze oder sonst irgendwas, sondern so einfach, ja genau, das ist das Neue. Sondern soll einfach wirklich ein schönes, angenehmes, gruseliges Spiel sein, das einen Hauptfokus auf Rätseleien hat, die zwar nicht alle richtig Kopfzerbrechen bereiten, aber man muss ab und zu schon mal ein bisschen nachdenken. Und ich, als ich gelesen habe, auf 10 Stunden, habe ich gedacht, ja geil, Alter, das ist mal wieder ein Spiel, auf das habe ich richtig Bock, Schäfe zwischendrin. Das werde ich mir auf alle Fälle noch holen. Und das war halt das war auch so für einen Stream, da ich sagen. Wollte jetzt gerade sagen, bei 10 Stunden kann man hinkriegen. Ja, Ja, schön, gerade hat grad schon noch einer so. geschrieben, streams it down alone in the dark. Dann habe ich jetzt schon keinen Bock mehr, wenn so einer aus der Community sagt. So Mach doch nicht das, was die wollen, du. Nein, echt, mach erstmal das dritte Abo, dann können wir drüber schmerzen, dann kannst du was wünschen, du Saudepp. Nein, aber da hab ich, auf das habe ich richtig Bock. Das ist ja auch der Ding, wie heißt der von Stranger Things, der die Ja, Hauptfigur da spielt. Ach, der Hellboy. Ja, genau, der Hellboy. Gott sei Dank bringen wir das ins Spiel. Mike gefällt das auf alle Fälle. Am Mike gefällt das auf alle Fälle. Aber da habe ich richtig Bock drauf. Das kann man echt streamen, weil so 10 Stunden Ding, das waren einmal 2 Sessions bei uns. Und wenn der Corby nicht spielt, dann hätte man es auch wirklich geschafft auf 10 Stunden. Ansonsten sind es halt 48 Stunden. Ja, die Habe Uni ich, ist schon- ganz hab ich gerne. eigentlich in der Folge schon gesagt, dass ich einen Kani hasse? Noch nicht, nein. Die Leute Ja. haben sie schon gefordert, wann kommt das endlich? Okay, gut. Also ich hasse ihn. Ich hasse ihn wirklich sehr stark. Nein, es ist gelungen. Es ist gelungen. Okay. Ist ja nichts wahr. Ist ja nichts wahr. Jetzt wollte ich dir eigentlich was. Habt ihr jetzt schon mal irgendeinen Alone in the Dark Teil gespielt? Na, Ja, die alten habe ich alle gespielt. Also bis zum Mhm. also 1, 2, 3 und dann das erste Reboot-Remake-Dings da, wo es da um die 2000 rum rausgekommen ist. Und dann ist aber ein Name Das- eins gekommen und das habe ich nicht gespielt. Das muss ja eine Katastrophe gewesen sein. Das glaube ich ist dann das, Das was ist ich ja- gespielt habe. Das war dann auch auf der Wii. Und das hat echt Ja, seine das ist dann Steuerungsprobleme gehabt, dass du teilweise, das war fast unspielbar. Da bin ich, also gefühlt, an manchen Stellen bin ich durchgeglitscht. Ja, genau das Der Bild, da? was, genau, das ist der, den habe ich da oben, diese Genau, Box. das ist das ja. Und ach, die das war, Box hast du daheim. Ah, ja. ja, aber die ist irgendwann einmal für, was weiß ich, 12,36 € in irgendeinem Geschäft drin gelegen und haben es mal mitgenommen. Dann haben wir gedacht, ja passt, wenn jetzt eh schon mal immer einen Alone in the Dark Teil spielen, dann nimmst du das Ding mit. Puh, ja, leck mich am Arsch. Also wie gesagt, manche Stellen, da bin ich mit der normalen Steuerung nicht durchgekommen und gefühlt ist es dann durchgeglitscht oder so. Da habe ich schon fast gefühlt wie so ein Speedrunner. Aber das war wirklich an der Grenze des Unspielbaren. Aber ich hab mich durchbissen. Echt, du hast es durchgespielt. Ja, ich habe sogar durchgespielt, ja. Ah, leck. Ja, dann kann es ja gar nicht so schlecht sein. Ja, ich bin da ist einfach der innere Autist, der trat dann durch und sagt, nein, du hast es jetzt angefangen, du musst es durchspielen. Von Kann ich Alone leider in the nicht Dark, aus. das ich da noch gespielt habe, das quasi vor dem war, ich glaube, war das sogar das vierte oder war das ein Reboot? Ich weiß nicht mehr genau. Da gibt es sogar eine Gameboy-Version und die ist im Switch Store drin. Und Cool. das ist Was? Gameboy. ganz komisch zum Spielen. Das glaube Also ich. es war das quasi, was war das? Ja genau, Gameboy Color Version ist sogar, genau. Ja, Und geil, Alter. ich habe die normale, ich habe die Playstation-Version gespielt damals, oder was Mhm. das war, oder PC, glaube ich. PC, glaube ich, am PC habe ich gespielt. Und die New Gameboy-Version ist Nightmare. echt weird. Ah ja, schaut ein bisschen anders aus. Aber nur Ja, wegen. genau. Nur wegen. Und da hat es also schon so eine Taschenlampenmechanik gegeben, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. So ansatzweise wie bei Alan Wake, aber nur sehr ansatzweise. Gruselig aus.
Das war gar nicht Ja, schlecht. das machen wir. Wir holen uns das neue Alone in the Dark und das streamen wir. Aber erst wenn der Corby mit Zelda fertig ist, weil er gesagt, vorher darf man nichts anderes streamen. Das, Dann haben wir wann für habe ich das gesagt? 2026 schon Das bleiben. ist stimmt gar nicht so überhaupt lange nicht. her. Das ist gar Ja, nicht so lange lest her. das halt da wirklich vor. Weil, also Ich du such den du Chat. bist in letzter Zeit so ein extremer Lügenberg geworden. Das ist der Wollecke, Wahnsinn. in letzter Zeit erst, das stimmt nicht, ich habe schon immer gelungen. Frechheit. Also, ich sag's jetzt hier in dem Talkroom, mir ist es egal, ob wir zwischendurch wieder was anderes streamen. Irgendwann werden die Zelda fertig machen. So war die Aussage. Na, du hast gesagt, bitte erst, wenn ich mit Zelda fertig bin. Ich suche das und poste es auf Instagram in Story. Ja, mach das. Mit, Mach das. mit dem Dickpick, was du mir wieder geschickt hast. Ach so, okay. Die haben meistens unsere ganzen Community-Leute schon vorher Ja, die auf Pornhub auf alle Fälle. Pornhub? Facebook. Facebook, Entschuldigung. Da bleiben sie in die Posts länger bestehen, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe auf alle Fälle wieder ein bisschen was abgehakt, was ich die letzten Talkthroughs erzählt habe. Ich habe endlich das Kirby auf 100% durchgespielt. Hey. Hey. Wie heißt Richtig das? schön. Kirby schreibt man anders. Ja, so schreibt man das, Corby. Kirby. Warum schreibst du jetzt nochmal mit C? Kirby mit K, du Und dann? ja, irgendwas mit vergessene Land. Das vergessene Land, irgendwie so. Gehen wir ja, machen wir das. Ja, genau, das ist. Schön knutschig, Wunderschönes. wie ich schon ein paar Mal gesagt habe. Schön knutschig. Reines Kinderspiel, sau einfach. Bis auf ein, zwei Sachen, wo es vielleicht einmal, wenn du das auf komplett spielen möchtest, dann musst du nur in so einer Arena dann einmal alle Gegner nochmal auf einer schweren Stufe ohne zum Sterben besiegen. Das war ein wenig schwieriger, bis ich rausgefunden habe, man kann sich da mit Items so dermaßen eine fette Buffs geben, dass man, dann marschierst du auch durch. Also am Ende des Tages ist es null Herausforderung, es ist einfach nur schön für zwischendrin, wenn man aber mal wieder ohne Anforderung irgendwie was Knutschiges spielen mag. Dann kann sich Kirby Wenn einhauen. du bei Nio das Intro gespielt hast, dann zum Runterkommen. Ja, genau. schnell. 10 Minuten Nio und dann 18 Stunden Kirby gespielt, weil ich nicht weiterkomme. Und Star Wars Jedi Survivor habe ich eigentlich durch. Zumindest die Story ist jetzt komplett durch. Das werde ich noch auf Platin spielen. Aber das hat echt eine unglaublich gute Story. Ich denke mir da oft, warum können wir es denn da so gut erzählen und warum hat man es dann zum Beispiel in Episode 8 oder 9 nicht so gut erzählen können? Ich weiß es nicht. Aber Jedi Survivor, volle Empfehlung. Allgemein auch das davor, das Fallen Order und Jedi Survivor beide miteinander. Unglaublich geile Spiele, geile Optik, geile Welten, geiles Kampfsystem. Es ist ja ziemlich anspruchsvoll, also das geht schon teilweise auch in diese Souls-Richtung. Hat er, glaube ich, letzter geheißen, dass das Jedi Survivor einen der schwersten Gegner des letzten Jahres mit drinnen gehabt haben soll. Aber ich glaube, ich weiß, wenn es da meinen, das mag ich jetzt aber nicht spoilern, falls noch einer spielt, wer da kommt. Und da, wenn man auf der schwersten Stufe spielt, dann frage ich mich echt, wie man das jemals schaffen soll, weil das war jetzt auf der normalen schon ordentlich zum Beißen. Und beide Spiele eine unglaublich geile Story, also sehr erwachsen, schrecken auch nicht davor zurück, Hauptcharaktere über die Klinge springen zum lassen. Da ist jetzt einmal keiner sicher gewesen. Schön anders einmal die Art von Star Wars. Und das nächste ist Hogwarts, oder was? Na, ich weiß nicht, Hogwarts Legacy zirkt mich irgendwie überhaupt nicht. Auf der einen Seite hätte ich schon Bock, aber irgendwie ist es halt auch wieder so, wie so Auftragsliste, Einkaufsliste, die man abhakt an Nebenbeschäftigungen. Und das ist das, was mich ein wenig abschreckt. Vielleicht hau ich wirklich nur mit Story rein und schau, ob es mich dann irgendwie doch so packt, dass ich sage, ich habe auf mehr Bock. Aber aktuell noch nicht. Was ich jetzt noch angefangen habe, weil ich aber das The Darkness habe ich ja verzeiht, ich spiele ja immer was auf einer alten Konsole. Auf der PlayStation 3 habe ich The Darkness das erste durchgespielt, da habe ich jetzt mit dem 2 angefangen. Habe ich extra noch für heute, damit ich noch ein ganz neues Spiel, das ich Spiel mitbringe, angefangen. Und ja, das ist schon mal ein brutaler Sprung von Teil 1 auf Teil 2. Das 1er lässt sich heute noch sehr gut spielen auf der 3, aber das 2er ist noch viel geschmeidiger. Das ist richtig angenehm zum Spielen, geile Steuerung. Es ist blutig wie Scheiße. Ich glaube, die deutsche Fassung hat er ordentlich federn lassen müssen, weil da wird, Leute werden da schon ordentlich durch den Fleischwolf gedreht. Und So, beim ersten Teil, glaube ich, sogar schon so, dass das in Deutschland ziemlich zensiert ja, war. das, genau, aber der zweite ist wesentlich brutaler als der Einser. Und Story kann ich noch nicht viel sagen, weil ich jetzt erst einmal 2 Stunden eingesteckt habe, aber es ist schon mal abwechslungsreicher vom Kampfsystem her. Es ist angenehmer das Zielverhalten und so weiter ist besser.
Du kannst die Finsternis besser einsetzen und einbinden im Kampf. Es ist abwechslungsreich, es hat einen neuen Grafikstil, es hat jetzt eher so einen Comic-Cell-Shading-Look drinnen. Der erste war ja so PlayStation 3 real gehalten. Es ist jetzt auch deutsch vertont, das war der erste gar nicht. Passt aber auch sehr gut. Und ich hab richtig Bock jetzt auf den zweiten Teil. Also bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht, weil das erste war schon sehr geil und ich hab da sauber zu lang drauf gewartet, dass ich endlich mal spiele. Also ich finde es lustig, dass du das gespielt hast und dann Kirby, das vergessene Land. Also es ist schon es ist der Kontrast. Kontrastkino. Ja, hallo, ich muss das ist ja, schau mir das an, das ist ja total wild und brutal. Ich kann ja da nicht nur so wie spielen, ich muss ja wieder irgendwann runterkommen von dem ganzen Scheiß. Ja. Ich muss ja irgendwann Dass wieder du runterkommen. eigentlich Dinge wieder erwähnt hast, Princess Peach, also das wundert mich schon. Ich hätte eigentlich echt gedacht, du holst dir das gleich zum Release und Ich wollte es mir eigentlich holen, aber zu dem Zeitpunkt ich war beschäftigt mit Kirby, ich war beschäftigt mit Star Wars, Final Fantasy Sim, The Darkness, was habe ich noch gespielt zu der Zeit? Das Prince of Persia, das läuft ja auch noch nebenbei die ganze Zeit weiter. Pokémon Snap läuft auch immer nur zum Vervollständigen. Also, und dann habe ich gedacht, ach was, Prinzessin Peach, habe einen Test drüber gelesen. Das heißt da, wenn du mit Kirby durch bist, weil das halt auch anscheinend wirklich spielerisch an ein sehr junges Publikum gerichtet ist und dann nicht passt. Wenn ich wieder irgendwas quietschbuntes, knutschiges haben möchte, dann hol ich mir Prinzessin Peach. super. Ja, habe ich Bock. Prinzipiell habe ich immer Bock. Es soll zwar jetzt nicht an die Klasse von irgendwelchen Mario-Spiele ohne gehen, hat es geheißen, aber es soll trotzdem die entsprechende Nintendo-Detailverliebtheit drinnen haben und ein schönes Spiel einfach nur sein. Okay. War auch was für die dann, Corby. Na. Alles schon sprich- hin, Viel Corby. zu viel rosa. Ja. Und es sind Frauen, es ist eine starke Hauptrolle, weibliche Hauptrolle, das mag der Corby eh nicht. Ei. Das mag der Corby eh nicht. Der Seppi ja auch nicht, haben wir in die Wallex gehört. Der Seppi mag ja Frauen auch nicht, der alte Chauvinist. Aber Lüge. gut. Ah, okay. Ich spiele gerade ein Spiel, das weibliche Hauptfigur hat. Stellar Blade. Ja. Ah, okay. Ich hätte jetzt eher gedacht, du sagst gleich, du darfst nicht andere Frauen mengen. Hat er gerade an den Chat reingeschrieben, was mit Stellar Blade ist, das hätte auf alle Fälle schlagkräftige Argumente. Ich weiß jetzt nicht, Ja, ob er auf alle damit Fälle. die Brüste der Hauptfigur meint oder wirklich das Kampfsystem. Ja, da gibt es ein bisschen was zum Erzählen zu dem Spiel. Dann verzeih mal. Die Frau da, die. Ich habe mich vorher Okay. nämlich für den Monat schon mal verschossen. Bei der Princess Peach. Nein, an alles, was ich gespielt, angefangen und durchgespielt habe. Ich bin eigentlich für jetzt dann durch. Ich kann nur noch über die geplanten Mai-Spiele-Releases reden. Na, Ja, dann bitte hau ich nicht. mein Heute Stellar Fotzen, Blade glaub ich. schmeißen noch schnell aus. Ja, Das ist auf alle Fälle wahnsinnig gut. Das ist. Also, ich bin jetzt noch nicht so weit. Ich habe jetzt, glaube ich, so 8 bis 10 Stunden gespielt. Aber der Dive kann mein Spiel des Jahres werden. Das ist richtig, richtig stark. Wahnsinnig gutes Kampfsystem. Wahnsinnig starkes Trefferfeedback. Da, wenn du in der richtigen Moment an einen Konter aussetzt, das fühlt sich am Controller an, als darfst du gleich vom Cannabis ausheben. Das ist richtig, richtig geil. Das Skillsystem ist super aufgebaut. Du hast die ganzen Kombos und so weiter, haben schön zum Lernen, schön zum Einprägen. Die bauen schön aufeinander auf. Es ist wirklich geil. Du kriegst immer wieder ein bisschen mehr dazu. Das Ganze hat eine wahnsinnig gute Grafik. Also, das schaut richtig super aus. Es fängt an auf. Also, grundsätzlich geht es einmal darum, wir haben in irgendeiner nicht definierten Zukunft. Die Erde ist von einer Alienrasse überrannt worden. Es sind nur noch ganz wenige Menschen auf der Erde. Vielleicht haben sie absitzen können im Weltraum. Die haben alle ein bisschen. Es hat viel mit Transhumanismus zu tun. Die haben sie einfach ein bisschen optimiert. Brauchen zum Beispiel keinen Sauerstoff mehr, haben ein bisschen teilweise an Geräte angeschlossen, so ein bisschen Cyberpunk-mäßig, halb Mensch, halb Maschine. Und wir spielen mal quasi die Eve, das ist eine vom Landetrupp, die die Erde quasi wieder zurück erobern sollen. Und die haben halt ein bisschen mehr Fähigkeiten als so der Mensch von nebenan. Die werden auf der Erde Eve, nicht Eve, sondern Engel genannt und haben ein bisschen, naja, Kampf erprobt.
Und wir müssen uns da quasi durch Aliens schnetzeln oder wahnsinnig geiles Monster-Design. Die haben irgendwo zwischen Silent Hill und Elden Ring die Kreaturen da. Riesenbosse dabei. Oder ein bisschen was von irgendwo von Nier Automata, Devil May Cry, ein bisschen Souls-like ist mit drin. Alles dabei, was du als Action-Fan geil finden kannst. Hauptsächlich Brawler, also du kämpfst mit einer Klinge. Gibt aber auch Schusswaffen, die haben aber eher ein bisschen so, ja, das ist nicht dein Fokus quasi. Du kämpfst schon hauptsächlich mit dem Schwert und kannst ein bisschen unterstützen, dann mit einer Feuerwaffe einige. Ich bin jetzt in 3 Areale gewesen. Das eine ist so eine dystopische Ruine von einer Großstadt. Wahnsinnig gut gemacht. So ein bisschen Last of Us Vibes. Dann war ich in einer Wüstenlandschaft. Jetzt bin ich auf einer verlassenen Forschungsstation. Das fühlt sich so ein bisschen an wie eine Mischung aus Dead Space und Resident Evil. Also da ist richtig viel Abwechslung drin. Ja, was haben wir noch? Genau, das war es jetzt mal an die ganzen guten Sachen. Das, wie gesagt, kann ich jedem nur empfehlen bis jetzt. Es gibt ein paar so Sachen, die haben ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie zum Beispiel, dass da die ganze Zeit irgendwie so komische koreanische Fahrstuhlmusik im Hintergrund daddelt. Das ist sehr weird. Weiß nicht, man kann Geiler das K-Pop, ausschalten. oder? Ja, ich weiß, es ist ganz weich gespülter Säuselzeug. Also es ist wirklich weird. Kann man ausstellen, da die auf alle Fälle da. Und manche Zwischensequenzen, die Charaktere und so weiter, das ist ein bisschen cringy manchmal, wenn die so miteinander reden. Weil das Oh, da ist mein Charakterdesign, Spiel. Sehr gut. das Charakterdesign, auf das müssen wir jetzt dann auch noch zum Sprecher kommen, ist halt schon sehr asiatisch, wenn man es so Okay. nennen kann. Also geil, Ist jetzt asiatischer vor allem Scheiße, oder was? du Nein, Rassist. es ist nur anders wie bei uns, Okay. würde ich sagen. Nazi. Es fällt, wer das Cover anschaut, das habe ich jetzt einfach mal über Herz Kantner. Sagt er. Mike gefällt das. Ja, genau. Aber man sieht es ja schon am Cover, die Dame ist sehr weiblich gestaltet und Ja, das passt hat schon. halt, also Ja, das, was ist jetzt da das schlecht? wird auch durch die Kamerafahrten auch stark in Szene gesetzt. Das passt alles. Ich sage mal, die groben Krampensäge draußen den ganzen Tag, dann möchte ich wenigstens noch mal was Gescheites sehen. Da ist ein Katz. Ja, Geil! Roboterkatz. Spoiler du bitte die Leute nicht, das müssen sie selber herausfinden. Walleck, scheiß Korbi. Was denn? Und du kannst diese Eve sehr umgestalten. Also es gibt einen Haufen Nanosuits, die man da quasi finden kann und das sind die verrücktesten Kostüme mit den verrücktesten Designs und sehr zeigefreudig mitunter. Ich wollte gerade sagen, meistens wahrscheinlich sehr freizügig, oder? Ja, sehr, sehr, sehr sogar. Geil, Und Alter. Auf da einer hat sie Schleuderskala jetzt, von 1 bis 10. Wie oft legt man Controller auf Zeit und holt sich ein Backel Tempos? Also 13-, 14-Jährige werden einen Controller nie in den Händen nehmen können. Okay. Die fast. Dann werde ich dann Ab spiel wie ich mit. ab wie viel Jahren ist das Spiel? Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. 16 schätze ich jetzt einmal so von der Gewaltdarstellung her. Es ist jetzt nicht sonderlich brutal oder so. Und ich weiß nicht, wie das dann ist mit den Kostümen. Ich glaube, also du siehst ja keine nackte Haut in dem Sinn. Also ich Ja, schätze das ist mal ab lustig. 16 Schau, jetzt. das zeigt praktisch die Hitze ihres Beckens an. Genau. Ja, du hast Okay. ja gewisse Körperregionen bewegen sich halt physikalisch akkurat. Das ist natürlich ganz wichtig für bestimmte Ja, natürlich. Zielgruppen. Entschuldigen Sie nicht Ja. Anklage. Du hast vorhin nur gesagt, das ist das beste Spiel des Jahres. Jetzt kennen wir langsam Ist, näher, warum. Ja, ja. Nein, genau nicht wegen dem, sondern wegen allem Ach so. anderen ist es So ein Der ganze Schwachsinn. Scheiß ist Heute eigentlich auf deinem- vernachlässigt. Aber schau mal, du hast doch das jetzt mit Absicht gesagt, dass der Kani nie überzeugt sein, dass wir das spielen wollen. Der Never Raven sagt, das Spiel ist ab 18. Die Disc liegt gerade neben ihm. Er hat nämlich einen Okay. Controller weggelegt und ein Backel Tempos geholt. Weil er schneuzen muss. Passt, dann haben wir das ja geklärt. Ja, irgendwas wäre auf alle Fälle schneuzen. Wahrscheinlich seinen Kasper. Da schau, da ist der Bärenkostüm. Ja, ich wollte gerade sagen, und du tust es so, Ja, als wäre es gibt's nur auch. knockert. Okay, das hier ist sogar verpixelt. Aber warum? Das ist der Skin-Suit quasi. Das ist, wenn du alle anderen Anzüge runtertust, dann hat es einen Skin-Suit da und das ist halt wirklich einfach nur noch Cool. hautfarbener Anzug, der massiv anliegt an der Haut. So, Okay. ne?
Genau. So eine habe ich gestern laufen gesehen, als ich ins Kino gefahren bin. Die hat auch Das sieht man hautfarbene, eigentlich andauernd, ja. ja, die hat auch hautfarbene Leggings angehabt und so ein hautfarbenes Top und alles ist recht, und das war auch alles so eng, dass ich 5-mal hingeschaut habe. Also beim zweiten Mal habe ich schon gesehen, dass was anderes, das was anhat. Die anderen Male habe ich gerade noch mit gehafft und gesäufert. Aber da haben wir auch gedacht so, Alter, die ist knockert, geil, knockert. Nein, doch nicht knockert, verdammt. Aber trotzdem geil. Also warum Ja, sollten Spiele das jedenfalls nicht hat so das Ganze- dürfen? Der darf uns ja, es passt ja alles komplett. Das ist ja, das ganze Design und so weiter, ist alles schön stimmig. Es gibt ja gar nichts zum Schmerzen. Du beschwerst dich wieder die ganze Zeit. Ne? Aber beschweren dann sie Ja. andere. Wer Das denn? erzähl ich Und wer, jetzt. und wer Ah. ist sie? Die kleine Schwester von ihr, oder was? Das ist ganz weird, die ist, weiß ich nicht, die schaut aus wie 14, ist aber auch so angezogen. Das ist ganz komisch. Das ist so eine Mechanikerin, die kommt dann und hilft da. Das ist ein bisschen ganz komisch. Was? Ja, aber das ist halt dann wirklich typisch Anime-Japsen-Zeit. Ja. Die Figuren sind ja alle immer, du denkst da, die müssen mindestens 30 sein oder so und alle Figuren sind alle 13, 14, werden umgebracht, bringen sie um, sind ultra scharf und was weiß ich. Und du sitzt da und denkst, was tue ich jetzt Ja, mit meinem das Ständer ist- die ganze Zeit? Das ist nicht in Ordnung. Schauen wir uns halt die Monster Wie ein an. Boner Alert. Ja, genau. Eher der Pedoboner-Alert ist das. Da, der ist lustig. Wer beschwert sich jetzt da eigentlich, Seppe? Sicher die ganze Jetzt pass auf. die Flinter-Community, Also. oder? Jetzt fangen wir mal von vorne an. Vorm Release, kurz vorm Release, so eine Woche davor oder sowas, hat das Studio groß angekündigt, Stellar Blade kommt auf der ganzen Welt unzensiert raus. Aha. Die ganzen 40-Jährigen waren natürlich, wuh! Yeah. Gut gefällt die Nachricht. Jetzt haben wir das Problem, dass mit der Veröffentlichung kurz danach ein Patch rausgekommen ist, der nachträglich ein paar Kostüme zensiert hat. Dreckschweine. Wahnsinn, kannst du dir nicht vorstellen. Ich Kannst bin, du auf dir nicht 180, ich bin auf 180, ich schwöre. Das ist mal wieder ein richtig geiler Schachzug. Weißt du, sofort eine Kontroverse auch nur ausgelöst. Und was ich jetzt mache, Super. ich schicke euch jetzt einmal schnell in den Chat die betreffenden Kostüme. Darf man die nicht sagen, meinst du? Und die darf man sagen, weil In welchem Chat? nur Ja, das aber sind wir da muss ich ja dann nur Old Costumes. na, pass auf, ich krieg's gleich. Ich schick's da in den Chat einer. Okay. Was ist der Dass Chat? ihr mal seht, Das- wie krass dass die Kostüme zensiert haben und was da jetzt eigentlich geht. Musst du jetzt als Kontextwissen im Hinterkopf behalten, wenn ich da jetzt dann gleich zitiere, was in der Petition steht, die ins Leben haben wir gerufen schon ist, Aber schon eine dass Petition. dass man diese grausamen Zensierung sofort rückgängig machen muss. Okay, ich bin gespannt. Da ist sicher schon Also. wieder Sweet Baby Ink dahinter, oder? Ja, es ist auch schon wieder detected, ja klar. Ist schon wieder detected, ja. Ist alles detected. Seht ihr die zwei Kostüme, wenn es ein bisschen Wo- scrollt, es geht. So, Genau, jetzt da haben warte. wir. Es geht um so rot und um schwarz. Und Okay. das eine, da ist halt im Oberkörperbereich ist halt quasi beim einen ist ein bisschen Spitze eingefügt worden hinten rein und beim anderen ist, glaube ich, so ein weißes Dekolleté ein bisschen verkleiner worden. Diese zwei Dinge. An der Diese Stein- Dreckschweine. Das- Wo ist denn das? Das sind ja Nazi-Methoden, sind das. Ich kann nicht näher Und jetzt- ranzoomen. Ich schaffe das gerade nicht. Und jetzt ins Leben gerufen von einem Herrn, wie heißt der Eumel? Sie wieder so Inzel-Zipfel, oder? Mark Kern. Was das ist das? ein ehemaliger. Was das? Die zwei Kostüme, um die geht's. Es geht um die zwei Sachen, genau. Und das ins Leben gerufen ist diese Petition worden, ich glaube, dass von dem, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es scheint so zu sein, dass der das ins Leben gerufen hat. Der war mal Lead-Designer, glaube ich, bei World of Warcraft, war bei Diablo 2 dabei und so weiter und ist ein ziemlicher Anti-Woke-Redelsführer im Internet. Ah, okay. Und jetzt zitiere ich mal aus der geilen Petition. Stellar Blade ist ein phänomenales neues Spiel, das gerade weltweit auf der PlayStation 5 erschienen ist. Aber es hat ein Problem. Der Inhalt des ursprünglichen Trailers, der von Sony veröffentlicht wurde, wurde zensiert. Wir, die Spieler, wollen diese Inhalte zurück. Wir haben uns darauf verlassen. Wir haben das Spiel deswegen zur weltweiten Nummer 1 unter den Vorbestellungen gemacht. Und das ist das wahre Spiel, das wir wollen. Wohlgemerkt, es geht um diese zwei Kostüme. Ist ein völlig anderes Spiel. Stellar Blade, Völlig anders. jetzt pass auf. Stellar Blade ist mehr als ein Spiel. Es ist zu einem kulturellen Leuchtturm für die Meinungsfreiheit in einer Zeit geworden, in der Ui. Spielehersteller wie Sony Spiele mehr denn je zensieren. Stellar Blade war ein frischer Wind und die Gamer scharten sich dahinter, weil es bedeutete, dass sich die Dinge änderten.
besser wurden und die Stimme der kreativen Freiheit laut und deutlich zu hören war. Oh Gott, oh Gott. Aber aus unbekannten Gründen wurde das Spiel zensiert, Änderungen wurden vorgenommen. Was wir nach unserem gutgläubigen Kauf erhielten, entsprach nicht dem, was angekündigt wurde. Wir glauben an das Spiel, wir glauben an Shift Up und wir fordern, dass wir das Spiel bekommen, an das wir geglaubt haben. Machen Sie die Zensuränderungen rückgängig, patchen Sie das Spiel und Sie werden feststellen, dass noch mehr Spieler sich Ihnen anschließen und Sie unterstützen werden. Hashtag Free Stellar Blade. Das ist doch nur ein Netz. Also das ist doch... Also, Es ist so lächerlich. Ja, unten Das an ist der, so lächerlich. unten an der Hüfte ist auch ein bisschen verdeckt worden. Ja, grausam. Das muss Also man schon das mal sagen. verstehe ich. Ein kultureller Das da- Leuchtturm ist das. Ja, das ist das Das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Aber Was kannst du sonst- nachvollziehen? Ja, da, dass man sich darüber aufregt, über die Zensur. Achso, über die Zensur. Ich hab jetzt gemeint, du kannst die Zensur nachvollziehen. Das mich bei dir nicht wundern, du Penner. Ja, da macht es mir wütend, dass Und du kannst, da eine Brille trägt. Was soll das? Ja, ja, die so grantige Lehrerin. Ja. Die Fantasie hat doch jeder. Naja, brutal. Und du kannst ja auf der Petition kommen, die ist übrigens auf change.org, kannst du auch Stimmen von die Gamer anhören, die haben da alle mal so Videos aufgeladen und das ist wirklich, also, Was echt? Und die sagen das ich darf ja tot schon mal. Ja, Wahnsinn, wie bescheuert das die Leute sind. Dass ich Ja, mich aber hinstelle du und hast es mache sogar ein Video. vorlesen. Wir werden das rausschneiden und zu veröffentlichen. Wenn ich mich Ja, da hinstelle und steht mache ein tatsächlich Video, sogar das- in dem ich fordert, dass ich mehr Titten von einer animierten Figur sehen möchte. Ansonsten bin ich in meiner Freiheit beschnitten. Wenn ich mich da wirklich öffentlich hinstelle und beschwere mich, ja, herzlichen Glückwunsch, du Vollidiot. Wahrscheinlich Das ist werden wir wirklich so in lächerlich. ungefähr 10 Talkthrough-Folgen genau das erleben, dass der Kani dann aufruft zur Petition, weil man irgendwo keine Titten mehr gesehen hat. Ja, und zwar bei unseren Folgen. Corby war nicht oben ohne, gibt Vor allem sofort eine ist es- Petition. Corby war eigentlich immer oben ohne, aber wir haben das zensiert. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Ich finde es halt auch schon wieder so, jetzt wird halt das Spiel, das eigentlich ein richtig geiles Computerspiel ist und so, wird jetzt hergenommen für eine Bewegung, die ja auch gleichzeitig sagt, dass seit Jahren in die Videospiele die Frauen immer hässlicher werden und das kauft es keiner mehr. Ja, genau. Mit Eloy von Horizon, diese grottenhässliche Kur. Echt, ist die Und die hässlich? neue von Star Wars, ja angeblich. Was? Und die von Star Wars, unanschaubare, deformierte Lebewesen, was man gar nicht mehr als Frau erkennen kann. Da haben sie aber Ganz wahrscheinlich auf grausam. das kleine Alien-Viech von ihr geschaut dann. Bei Star Wars. Ja, das ist, also bitte. Das ist doch eigentlich Weiß ich eher. Das ist ja der ganz normal, genauso wie Eloy, das sind ganz normal ansehnliche Frauen, hübsch, was weiß ich, kannst du Ja, nennen. die was Eloy kannst hat du, rote auf Haare. alle Fälle nicht hässlich. Die Eloy hat rote Haare wieder. Die hat 3 PS mehr. Seit wann Das sind halt im seit wann beschwer ich Gegensatz mich da? zu Figuren wie bei Stellar Blade oder was früher waren, haben halt diese Figuren, die ein Fünkchen ausschauen wie echte Menschen. Ja. Und das ist denen leider einfach zu viel. Das darf halt nicht sein. Ja, und man hat Weil ja man darf nicht absolut. abbilden, was in der Welt draußen so los ist. Und man hat ja absolut keine Alternative nicht. Genau. Es gibt ja auch nur die Spiele, Genau. alle anderen existieren ja dann nicht mehr. Die löschen ja quasi automatisch alle anderen Spiele, Genau. wenn es auch so ein Spiel Und rauskommt. verbieten alle anderen Spiele, die so rauskommen. Sie Stellar Blade. Genau. Die hat ja Glück gehabt, dass sie es noch Ja. zensiert haben, weil sonst wäre es verboten worden. Von Ja, Sweet das war jetzt Baby ganz, Inc. ganz knapp. Von Sweet Baby Inc. Weil die Weil wollen die nämlich, Sweet dass Baby Inc. das alles verwogt wird. Die sind nämlich da die größten Herrscher hinter allen Studios. Mit so Ja. viel Macht, dass sie sogar so Marken wie Microsoft und Sony unter Druck setzen können. Haben die dann auch reagiert, oder? Nein, überhaupt nicht. Das ist totaler Ja, Bullshit. gut. Ich find's super. Gut. Das ist hochgradig lächerlich. Das ja. ist, also da musst du mal, sitzt du mal hin, Corby, bis zu der nächsten Folge sitzt du, weil du musst nur 15 Minuten investieren, maximal. Und informierst dich über die große Kontroverse von Sweet Baby Inc. Und dann liest du 15 Minuten und denkst, okay, seid alle behindert, ihr nehmt ja das Internet weg. Und das machst du nicht jetzt. Können wir gerne nächste Folge mal drüber reden, über das Ganze, weil das ist echt amüsant. Das kann man Und echt es mal gibt machen. immer noch viel nur Leute da draußen, die das nicht verstanden haben und das, glaube ich, soll man ja noch mal erklären, was da ist eigentlich das? wirklich los ist. Ja, dann machen wir nächste Folge, machen wir einen kleinen Blog über Sweet Baby Inc. Okay. Das Nur ist, kurz zum Anteasern, Sweet Baby Inc. ist quasi in bestimmten Kreisen dafür verantwortlich, dass die Videospiele heutzutage alle Vogue und Scheiße haben. genau. Und die Geschäftsführerin- haben quasi die Redelsführer der Vogue-Bewegung in der Gaming-Industrie und Ja. beeinflussen große Spielehersteller, dass sie quasi eine Spiele komplett umschreiben und dem
der Wokeness Genau. unterwerfen. Weil, wie gesagt, Das macht. die Firma hat so eine Macht, dass die eben riesige AAA-Studios wie Sony, EA, Microsoft, alle unterm Pantoffel stehen von Sweet Baby Inc. Die können nichts dagegen machen, die müssen das umsetzen. Und die eine der Geschäftsführerinnen anscheinend ist angeblich eine farbige, die angeblich das Zitat gebracht hat, sie möchte dafür sorgen, dass irgendwann keine weißen Männer mehr in Spiele vorkommen. Also allein, wenn du das jetzt nicht hörst, weißt du, mit einem Funken Menschenverstand, wenn ich das höre, sage ich sofort, okay, das ist das Dümmste, was ich seit langem gehört habe, das kann einfach nicht stimmen. Ja. Aber ja, das Internet halt. Ja, das Internet, ja. Aber das nehmen wir uns nächste Woche. Internetet. Das nehmen wir uns genau, Internet is doing Internet things. Das nehmen wir uns nächste Woche, nächsten Monat mit. Schmerzen wir über Sweet Baby. Auf alle Fälle. Das ist nämlich. Da listen wir uns nochmal schön ein und dann klären wir die ganze Sache mal auf. Ja. Für die Letzten, die es noch nicht mitgekriegt haben, dass das Die der sind- lächerlichste auf Scheiße auf dieser Erde ist. Genau, und jeder, der das glaubt, soll bitte sofort uns deabonnieren und mit uns nichts mehr zum tun, Ja. weil mag sich die Leute nicht singen. Wirklich. Was Wirklich kommt denn im wahr. Mai? Ich wollte Auf gerade was, fragen, auf was freuen wir uns denn im Mai? habt ihr Spiel, auf das euch gefreut? Ja, genau. Nein. Nice. Es kommt auf dem PC irgendein Prince of Persia, also Rogue Prince of Persia kommt da. Habt ihr das voll mitgekriegt? Ja. Ist das noch nicht heraus? Also müsste jetzt im Mai oder ist vielleicht sogar schon, pass auf, 14.05. heißt Early Access. Bei dem Press Key Ding, wo ich bin. Das ist ein Roguelike, gell? Mhm, habe ich gelesen. Das schaut aber irgendwie ein bisschen zu comichaft aus, finde ich. Ja, so ein bisschen speziellen Artstyle, das stimmt. Muss man Naja, ich muss jetzt erst einmal das Prince of Persia, was ich da habe, spielen, bevor ich jetzt mit dem noch weitermache. Oder bevor ja, ich die Demo fange. tu das. Was mich aber wirklich interessieren darf, ist Senua's Sacrifice. Oh ja. Aber das würde leider, ich vielleicht den ersten Teil mal nachholen. nur? was, ne? Hellblade 2, Senua's Sacrifice. Oder Senua's Sacrifice war das erste. Sacrifice ist der erste Teil, gell? Genau, und Senua's Saga ist der zweite Teil, Hellblade 2. Und ich habe den ersten Teil zwar nur auf der Switch gespielt gehabt damals, aber selbst da ist es unglaublich krass gewesen. Und mir ärgert es richtig, dass das Ding Xbox-exklusiv ist. Das ärgert mich Hey, richtig. das ist im Game Pass, gell? Das kann man übrigens auch streamen, wenn es magst. Ja, da war ich auch sofort dabei, weil das darf nämlich auch nicht so Das- lang sein, weil der erste Teil, glaube ich, war auch nicht sonderlich lang. Ja. Wir kann man ja Hellblade 1 und 2 machen und dann gehen wir in Alone in the Dark. Das, wann kommt Wenn's- das Hellblade 2 raus? Das kommt am Ende Mai, Das da darf darf kommen, gell? man den ersten Teil locker durchkriegen, wenn uns der Corby erlaubt, dass wir mir was anderes streamen, solange er mit selber nicht fertig Ja. ist. Das ist halt die Müssen wir große schauen. Frage. Corby, was sagst du da? Ja, sei ich. Ich hasse so viele Menschen und ich hasse sie am meisten. Hellblade 2. Ja, das darf von mir streamen. Das ist unglaublich, also Danke. wirklich unglaublich gut. Der erste Teil, Danke. der erste Teil, die Mimik von der da, was die da umgesetzt haben, das ist, also wirklich, da bin ich auf da gesessen mit Gänsehaut und das ist so ein krasses Thema da drin und ich bin echt gespannt auf den zweiten Teil. Da habe ich richtig Bock, dass wir den nochmal spielen. Vom ersten Ja, gibt es und, übrigens auch eine VR-Version, das kannst du in Virtual Reality spielen. Das zweite Das soll Teil abhauen. Muss Scheiß ziemlich VR. geil sein. Mir glaubt schon, dass ein neues Batman Arkham-Spiel angekündigt haben, das im Arkham-Universe ist und es ist VR-exklusiv. Kannst du dann bei mir spielen? Ja, ich kann es Mit der auch bei Kotztüte VR. um den Schenkel Ja, und dann genau, kannst bitte du mach spielen. das. Bitte mach das. Oder lass einen Hund rein, die fresst noch Katze. Ja, nicht steht alle. also. Okay. Und Aber fass deiner auf. gewiss, weil deiner ist Asi. Das sehe ich ihm gleich an, das sehe ich Hey, verleiden. das Ja, ist komm ein schon. sehr Schau mal. gepflegter Katze Rassehund. fressender Hund. Mit Stammbaum, oder? Genau. Ja, und auf der Switch kommt Ende Mai noch Paper Mario, die Legende vom Äonentor, das Remaster zu dem Gamecube-Teil, was von viele anscheinend als bester Paper Mario-Teil oft genannt wird. Den ist auch der einzige, bis auf den DS oder 3DS, weiß ich jetzt nicht mehr, den ich nicht gespielt habe. Hat mir erst vor kurzem das Original auf dem Gamecube organisiert. Das ist nämlich auch immer nur für sehr teuer Geld drüber gegangen. Dann haben sie ein Remaster angekündigt. Herzlichen Dank dafür. Aber gut, ich werde mir das Remaster nicht holen, weil, ja, wie gesagt, erst das Original auf dem Gamecube geholt, da werde ich es dann auf dem Gamecube mal spielen. Da habe ich auch Bock drauf. Habt ihr irgendein Paper Mario mal gespielt? Nope. Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, dass ich mir angefangen habe und dann habe ich das sowas von verloren, dass ich dann gleich wieder aufgehört habe. Aber welches? Ich
Ich konnte auch nicht sagen, welches das war. Weil ich kann es verstehen, bei der Switch-Version und bei der Wii U-Version von den Kampfsystemen her, die sind schon gewöhnungsbedürftig gewesen. Aber die davor, ich habe halt mit dem Nintendo 64-Ding angefangen und das habe ich so geliebt, das Ding. Das ist ja da, war halt auch mit Schadensanzeige rundenbasiert. Und auf das da ich immer nur warten, dass die wieder zurückkehren zu diesen Ursprüngen, weil das einfach am allergeileren war. Ansonsten ist es eigentlich, kann ich Paper Mario auch nur empfehlen. Es ist schön spaßig, es hat einen geilen, blöden Humor und es ist auch Wahnsinn, diese Detailverliebtheit, in dem, dass es halt alles sehr aus Papier besteht. Das ist auch ziemlich geil. Das ist das da, oder? Das ist jetzt die Legende vom Monitor, genau. Ach so, na, aber da steht Color Splash. Color Splash ist, meine ich, auf der Wii U gewesen. Okay. Genau. GameCube. Genau. Ja, Das ist das ja habe ich dann die- mal gespielt. Die GameCube-Version, die kriegst du teilweise nicht unter 150 Euro mittlerweile, wenn du da noch was ordentliches möchtest. Und Das habe ich mal gespielt, das habe ich gehasst. echt, gerade das wird von vielen als der beste Teil angesehen. Ja, habe ich schon gesagt. Ja, das habe ich noch gar nicht gespielt. Bin ich gespannt. Können wir zusammenspringen, Fabi? Ja, da war ich aber, glaube ich, nach Wind Waker sehr verwöhnt und dann war ich ein bisschen enttäuscht von dem Papierzeug. Scheiß Papier. Ja, Was das auch ist noch im eigentlich Juni so. kommt, was ich gerade sehe. Oder möchtest du noch was sagen zu Paper Mario? Na, das ist eigentlich, wollte ich nur sagen, dass das wahrscheinlich so ziemlich der letzte, in Anführungszeichen, große Nintendo Switch Release sein wird. Bis auf, ja gut, Luigi's Mansion 2 Remaster kommt da noch. Aber ansonsten, meine ich, ist jetzt dann die Ära Switch wirklich vorbei, dass sie mit großen Titeln bedient wird. Ja, Zeit wird. Ja, weil wir sind sehr traurig. Seppi, du wolltest was sagen. Genau, was ich jetzt auch noch gesehen habe, was im Mai noch kommt, ist die PC-Version von Ghost of Tsushima. Ah, stimmt, ja. Und das ist wirklich cool. Also wer so Japan-Setting, Samurai, Ninja-mäßig auf sowas Bock hat, soll sich das unbedingt einmal anschauen. Das gibt es ja auf PlayStation. Ist ja eigentlich ursprünglich ein PlayStation-Exklusivspiel gewesen. Und das bringt Sony jetzt auch auf den PC. Da gibt es mittlerweile schon DLC, so eine Extended oder Director's Cut, glaube ich, Director's Cut, genau. für PS5. Und das ist grandios. Also die Spielwelt, die schaut aus, da verlierst du dich richtig drin. Das ist so unglaublich schön gestaltet, das ganze Gras. Und die haben so ein geiles System, wo andere Spiele Questmarker haben und Richtungsanzeiger. Weht bei dem der Wind. Ja, Also der weht dann in die Richtung, in die du möchtest. Das ist so perfekt in die Spielwelt eingebaut. Das ist unglaublich geil. Und kann ich jedem nur empfehlen. Das ist eines von den besten Open-World-Spiele, die ich gespielt habe. Und das hat auch eine coole Story, so Samurai-mäßig. diese ist Duelle dann ist auch, einer wenn's voll das- geil gewesen. Richtig geil, ja. Du kannst da so richtige klassische Samurai-Duelle, wo du mit wenig, aber sehr intensiv, mit wenig Knopfdrucker, aber wird dann sehr intensiv, kannst du da geile Duelle ausfechten. Das ist ganz stark. Und es hat ein Kampfsystem, das quasi auf den ersten Blick relativ einfach erscheint, aber du kannst es so vertiefen, dass du da wahnsinnig krasse Angriffsketten machen kannst und du in einer Kombination ganz Dorf von Mongolen auslöschen kannst. Also das ist richtig, richtig gut. Krass, Kann was ich hat jedem der gegen empfehlen. Gibt's, Mongolen? glaube ich, die Mongolen, glaube ich, haben da einmarschiert, wenn ich mich richtig erinnere. Also, Ja, die waren recht garstig damals. Ach so. ja. Aber halt Darum sind die hat, cool. darum hat der Alexander Markus ein Liedl drüber geschrieben. Ah ja. Was? Sehr gut, Okay. kann ich nur empfehlen. Alexander Markus, Mongolei. Sehr guter Song. Ich habe angefangen damals mit Ghost of Tsushima mit zwei Spätzeln, mit zwei damaligen Spätzeln. Sind aber leider dann nicht weitergekommen und haben uns auseinandergelebt. Darum habe ich es nicht weitergespielt. Wie das Leben so spielt, weißt du sehr, wie das Leben so spielt. Wegen dem Spiel, oder? Ja, genau. Haben uns voll gekriegt, weil sie die Kinder haben, das hat mich so aufgeregt, hat gesagt, mit euch mir nichts zu tun, ihr seid so schlecht als der Korbi, legt euch Freund zu, dass euch die das durchspielen. Nein, mir hätte es auch voll taugt gehabt, aber wie gesagt, das ist dann irgendwie untergegangen und dann habe ich es leider nie weitergespielt. Und ja, Open World, wenn ich her, egal wie gut das ist, bin ich halt immer aktuell so ein wenig so, los mich. Ja, es ist schwierig. Also ein Open-World-Spiel noch zu machen, ist halt einfach auch immer echt schwierig. Ja, Wenn's das ist so ein Thema, so Weitblick alle, erwischt.
so alte Dinger, was du sagst, jetzt einmal die altes Open World nachher, ja, da musst du halt einfach sagen, das zwicke ich nicht ein, sondern da investiere halt 50, 60 Stunden, je nachdem. Und Ghost of Tsushima wäre jetzt wahrscheinlich etwas, das sich orientiert zum Komplettieren. Und Ja, da gibt es da ist halt dann, wird es halt dann wahrscheinlich mit 50 Stunden nicht getan sein. Es hat tatsächlich keine so eine krass lange Story, also du kannst die relativ schön zügig durchspielen. Ich glaube in 25 Stunden oder so. Und die ist am Schluss so eingewebt, dass es komplett Sinn macht, zuerst die Hauptstory zum Spielen und dann die ganze Open-World-Umgebung anzugehen. Das ist storymäßig richtig schön eingewoben. Also kann man durchaus nur mal die Story spielen und dann schauen, ob man noch weitermachen möchte. Dann ist man mit, glaube ich, 25 Stunden oder so dabei. Ja gut, das war wirklich aber okay. wenn du alles sehen möchtest, ist es natürlich mehr, aber allein schon einmal mit dem Pferd da durch die Wälder zum Reiten ist einfach ein Erlebnis bei dem Spiel. Also das Ja. habe ich bei keinem anderen Open-World-Spiel bisher so stimmig als ich erlebt wie bei denen. Weil bei Also den es ist echt sehr meisten schick. keine Pferde vorkommen. Ja, genau so ist es. Es ist echt wirklich richtig schön gewesen. Also mir hat das auch optisch, hat mir das von der ersten Sekunde weg, hat mir das voll gehabt, das Spiel. Ich hatte richtig Bock gehabt, aber ja, wie gesagt, wenn du auseinanderlebst und so, dann ist das einfach, dann ist das nichts mehr. Ins Leben dazwischen kommt. Ja. Ja, eben. So mitten unterm Spiel. Hey, warte mal. Ich hasse die wirklich. Sein Controller und Wind donnert und gegangen. Ja, irgendwann reicht es einfach einmal. Genauso wie es mir jetzt halt reicht. Jetzt hör mal auf. Sehe Gut. jetzt auch Sehr nichts mehr, schön. wo es noch kommen wird. Interessant. Ah, nichts Gescheites mehr. Ah, Leute, 1,5 Stunden, das ist einmal eine Folge, ha? Für Ja. das, dass wir eigentlich über nichts wirklich geredet haben, hauptsächlich über Censorship bei Kostümen. Na, wir haben ja viele Themen gehabt. Wir haben Final Fantasy gehabt, wir haben The Darkness gehabt, Kirby, Star Wars, Neo, Stellar Blade, Fallout, Da Ghost hab of ich drin. Tsushima, Paper Mario, alles mögliche. Wir haben so viel gehabt. Der Herr hat Ich Hunger. werde jetzt dann, kann sich nicht mehr konzentrieren. genüsslich mein Essen, das seit 1,5 Stunden neben mir steht, verschlingen. Macht das viel Und Spaß? Seppi, du darfst abmoderieren. Du bist der Gut. Moderator. Einen guten? Ja, es war mir wie immer ein Fest, mit euch zu sinnieren über das Thema Gaming. Und war schön, dass wieder alle da wart. Grüße gehen raus an alle 3000 Chat-Mitglieder heute, die dabei waren. Ich kann jetzt Wahnsinn, die leider aus Nachrichten haben sie Zeitgründen nicht überschlagen. jeden Einzelnen nennen, aber fühlt euch alle umarmt. Und ja, dann Arrivederci. Mit so einem richtigen Schwung, Kim, einmal mit Energie, dass du sagst, ha, gut, dass du dabei warst. Gut, dass ihr dabei wart. Juchei. Geil, sehr So, schön. war Ja, das richtig? dann kommentiert's wie immer, was euch sonst so abgeht, gefallen hat, was wir spielen sollen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Millionentor. Weiß ich nicht. Ich habe das noch nicht durchgespielt. Ja, spielen wir miteinander. Komplett unzensiert. Komplett unzensiert. Spielen wir komplett unzensiert. Du siehst die ganze Zeit an Super Mario seine Froschaugen. Oh, geil. Richtig geil. Also dann Matane, wie der Japaner sagt. Adieu. Auf Wiederschauen. Für euch. Tschüss.